Voilà, scheinen guten Abend, lief Kolleginnen und Kollegen hier rund um Tisch, lief Vertreter von den Vereinen, die heute bei uns kommen sind. Kommissionen sind im Moment nicht am Saal, vielleicht gucken sie es da draußen noch. Lief Leute da draußen, für das Mal alles Gutes nach am Neujahr. Ich meine, dass nach Januar dann die wir das nicht so an natürlich das Projekt privat wie professionell viel Success haben, auch 2025. Voilà, wat war an eiser letzter Sitzung lass, die dann am Dezember war, du hast wat Manifestationen nu geht, iwwer feier dich ganz bisschen heroisch gewircht, ugefangen huet da war am Neujahr am 12. Sirdal Indoor Cup vom FC Münzburg und dat war samsteste 4. a sondeste 5. Januar. Freitags den 10. Januar war die alljährige Neujahrsrezeption vun der Gemeng, da das dann einfach intern man als dem Gemengepersonal, beim Gemengerot natürlich, beim Schulpersonal, dem Personal von der Maison Relais, an nach viel weiteren Akteuren, mit denen wir iwwer Joer ganz gut zu Summe schaffen, und noch dürfen hinenke von dieser Platz große Merci. Samstag den 11. Januar ass der Club de Jeunes und der Gemenge fuhr für alt Christbämische ranzusammeln, die dann gebraucht gefir Burch auch zu brennen. Et war dann noch Schëttermärt op der Kircheplatz. Ha huet Schëtter Hëlle war SPL wärmt gedrängs zerveiert a fir Kanner gouf am Schëttertreff e Flotten Facepainting organisiert. Aufgeräumt gouf de Wigent mat der Flotteraudition vun der UGDA, die sondes dann um 14 Auer an der aller Sportzahl zum Münz stattfand huet. An dem Kader goufen dann noch Diploma vun solfischen Instrumenteschüler iwwerrecht, die Deschwart Sportzahl 2 aus organisatorsche Grünn leider zo, an mir beten dürfen all Vereine, die halb betroffen waren, im Verständnis. Den 14. Januar hatte man dann eng Neujahrsrezeption mit den Entreprisen aus eiser Gemeng an awer auch aus der Gemeng nopisch Gemeng niederan, wenn dat macht man a Tour de Rôle, enke bei hinnen, enke bei Eis. Neben den politischen und wirtschaftlichen Vertreter war auch ministerisch für Digitalisierung und für Forschung an der Hochschule, Madame Stephanie Aubertin, für einen konstruktiven Austausch und Besuch. Das den Abend nachhaltig Gebäude gegangen, wie das Flott Emerald-Gebäude von der Advantia Bank am Park der Sirdal. Eine Idee für ein mögliches Projekt Site von der Freire Zettel mit einem kleinen Datacenter, wo dann noch dofirmt könnt an engem Nahwärmenetz rekuperiert gehen. Das ist aber dann eine Idee, ein Projekt, das ist noch nicht konkret. Und als Aufschluss hat Madame Minister Stephanie Aubertin über Digitalisation geschwärzt. Den 19. Januar hat den FC Münzburg sein Mullesondag am Centre Kulturell organisiert. Am letzten Weekend waren dann die ersten 2 Opfeierungen von der Schötter Theaterfreien. Das ist ein Steckfahrt zu spielen, letzten 3 Akter, Mord am Camping Paradies. Wenn das noch nicht gucken war und das nicht will verpassen, den hat dann noch diesen Freitag an diesen Samstag noch eine Chance, für an eine Opfeierung zu gehen. Was steht demnächst im Programm? Nächste Weekend wird noch einmal Freitags und Samstags schon gerade gesucht ein Theater gespielt, sonst den 2. Februar als Lichtmesstag. Dafür gibt viel Kanner mit ihrer selber gebastelte Lampion an unserer Gemeinde lichten. An dem Kader machen wir noch einmal einen Appell und Automobilisten für den Tag besonders aufmerksam zu sein und natürlich wie immer loszumachen. Den älteren roten mir ihre Kanner hell auf farbige Kleider oder ein Sicherheitsfest umzudrehen, sodass sie bestmöglichst gesehen. Samstag, den 8. Februar, als Schöttermärt auf der Kircheplatz. An Hai als Orten wie Grenier Rendezvous. Da wurde dann noch Möglichkeit bis Freitag hier Kommand für Brennholz über unseren Internetseite zu machen. Hai mal einige wichtige Informationen. Die Gemeinde hat maximal 120 Ster Brennholz zur Verfügung, weil die Ressourcen an unseren eigenen Büscher eben nicht unerschöpflich sind. Auch wenn beim Gemenge Büsch keine Suche mehr verdient gehen, sind Ziele haut Äderer, so ass dacht Brennholz déi Verwendung, die vun der Wärmeschätzung die mansten ass. Dafür ass Quantitéit begrenzt. Dat ass auch an der nopisch Gemenge so, do ass zwar méi bëch, dafür ass Quantitéit e bëssen méi héich, méi do ginne dawer och viel mi steet. Prozentual hält sech dat also wo. Pro Ménage also Maximum vun 2 Ster fir gesinn. D'Lieferung gëtt am Mai an am Juli 2025 gemacht. Wann méi wie 120 Ster bestalt ginn, da gëtt de Schloss entscheet, wie beliefert gëtt. Wann en 2 Ster gefrot huet, kritt noch 2 Ster geliefert. Da das méi nohalteg. Wie net gezugëtt, muss sech sein Holz ans Wahrscheinlichst kafe goen. Dat Dift och ke Problem sinn, vielleicht ass de Preis en anderen. Dëncht ist de 25. Januar ass an Rezeption fir d'Elev Meritant. Heizu krit de Gemengerouten eng separat Invitationun an Detailer. Dann haben wir leider 3 Rekurs an Annulation gekriegt. Also ich meine, das ist
vielleicht ein bisschen der Zufall, dass da nur 3 sind, das wird, man kann in der Dane interpretieren. Das als enke Mo 6. Dezember haben wir Recours an Organisation gekriegt für eine Fermeture partiell von einem Möbel an der Rue de Münster. Da ist der Punkt, dass am Sous-Sol an dem Haus Zimmer für die Lokation aménagiert sind. Dann haben wir den 18. Dezember eine Recours an Organisation von 2 Baugenehmigungen gekriegt. Da ist enke die Autorisation 96 2024 ab 54 Rue de Bayern und enke 97 2024 ab 56 Rue de Bayern. Die Baugenehmigungen goufen op Basis vun aus Baureglement ausgestaltet, wat eigentlich en faveur vun der Situation ass, weil später dann noch op der Seite vun der Rekurrente net rekulateral muss agehalen gin. Natürlich ändert sich die Situation, war gebaut gëtt zu der Situation wie man haut tun, dat das eben an der Natur vun der Sache. Me dodurch, dass de Morzement vun diesem Terra den 22. Mai hai am Gemengerot gestimmt gouf, war dat jo bisssen die Idee. Und dann haben wir eng Lächtkrit den 3. Januar des Jahr Baugenehmigung für eine Extension an der Rue de Luxembourg. Da geht es um eine Achse für die Stecker Hannen run zu fahren, also über den Usage von einem Droit de Servitude. Und da haben wir ja eigentlich am Baureglement nicht unbedingt eine Disposition dran stehen. Da wollte ich noch sagen, dass die nächste Sitzung vom Gemeinderat, die nicht öffentlich sind, eigentlich der 5. Januar die Arbeitssitzung ist, wo die Mopo geht. 5. Februar, was du schon gesagt hast, 5. Februar, steht aber hier. Und das um 17 Uhr, und da ist auch noch die Bautekommission mit dabei. Und dann die Transportkommission. Und dann haben wir den 5. März voraussichtlich eine Arbeitssitzung um 17 Uhr. Da geben wir dann informieren über die Projekte, die en Kurs sind, wo wir dort sind, die nächste Etappe sind und so weiter. Da war hier auch gefragt, wie mit der Kommission konsultativ aéroportuaire wir an Doaslo eine Reunion den 13. Februar. Dann haben wir vom MEGA, das ist das Ministère von der Egalité des Chances, den Gemengepreis 2024 gekriegt. Und da haben wir da so eine finanzielle Belohnung mit verbunden. Wie viel das weiß ich aber noch nicht. Auf jeden Fall ist es eine Zeremonie, wo die Gemengen den Preis überreicht kriegen, die gewonnen haben. Voilà, das zur Anleitung. Dann wollte ich sagen, dass der Sauber Jules auch nicht da ist, mehr aber eine Progression gehen wird und der Paul Theisen. Der Wort geht dann auch mit dem Sauber Jules Ugo. Da kommen wir zu unserem ersten Punkt. Das Gemeindereglementer. Und da geben wir vom Serge präsentiert kriegen. Ich meine, wir hatten verschiedene Aufrufen von Vereinen, verschiedene Punkte, wo sie Gemengen tun. Du musst Gemengen dann noch die Vereine unterstützen. Wir haben also das ganze Reglement auf der Liste geholt, für zu gucken, wo wir können da vielleicht helfen, wo ich kann vielleicht Sachen noch anpassen, harmonisieren. Ich meine, das ist ein Reglement, wo immer viel darüber zu sagen gibt. Nichts Gutes, eins so vielleicht mal Gutes. Und wir haben uns die Arbeit da gemerkt, für etwas Besseres zu proposieren. Und das ist ja so, dass wir heute nicht darüber aufstimmen. Das Serge präsentiert euch alles am Detail. Diskussion gibt man dann noch vielleicht die nächste feiern. An die Vereine sind auch gefragt, gehen, wie sie auch Vertreter haben, und auch die verschiedenen Kommissionen, was sie einen Kommentar oder etwas dazu haben, zu so und so, und dann sollen sie da doch gerne rangehen, dass wir dann den nächsten Monat auch Connaissance de Cause dann auch Decisionen können einholen. Voilà, gebe ich da dem Serge fortgehen. Merci Claude. Mais dann auch von mir schönen guten Abend. Voilà, wie die Claude gesagt hat, ich meine, ich begrüße dann noch die Vertreter von den Kommissionen. Wir haben da einfach alle Kommissionen invitiert, weil da war bei den Reglementen, Subsidiereglement für die Vereine ein bisschen alle Kommissionen betroffen sind. Und dann eben noch alle guten Präsidenten und Sekretäre von den Vereinen haben wir auch mal da Kopie gesagt. Und das ist ein bisschen der Besmüt von dem Moment, dass wir heute eine Präsentation machen von den Adaptationen, die wir wollen machen. Und dass man dann auch noch bis den, ich meine, das ist der 16. Februar, sind wir am letzten Slide, wo ich noch eine Kommentare machen, weil ich meine, wir haben nicht den Anspruch, dass das perfekt ist, mit das auf Basis von den vielen Gesprächen, wo man mit Vereinsresponsablen hatten, auf Basis von der Exploitation von den Statistiken, die über die letzten Jahre an der Rapport d'Aktivitäten waren, haben wir probiert, hier eine Adaptation vom Reglement zu machen. Ich kann auch schon wie Wäschwellen verleiht kein Verein etwas. Die meisten Vereine kriegen noch etwas bei, teilweise auch substanziell. So, das schon positiv ist. Wir kann natürlich immer sehen, dass man den oder den anderen vielleicht nicht so konsideriert, wie man hätte müssen konsideriert. Und dafür ist eben die Approche für zu sagen, wie man das ein bisschen mehr partizipativ, dass man eben
ich alle Götten 2 bis 3 Wochen Zeit gebe, für euch noch Kommentaren zu gehen. Voilà, man kann weitergehen. Ich meine, das schon gesagt gehen, waren einerseits Vereine, die unter Druck getreten gehen, gesagt haben, sie geben Mengen, sie müssten hier oder da eine weitere Unterstützung kriegen, weil dort Freien aber an den Luft gegangen wären oder weil verschiedene Freien an der Vergangenheit nicht aufgedeckt wären. Ich meine, das waren ein Reihe Gespräche. Dann hat mir auch festgestellt, seitdem wir am Chefrat sind, da war eine ganze Reihe Freie von Vereinen überholt gehen, weil der am Anfang nicht so direkt an dem alten Reglement 4 gewesen war, weil der war immer so Praxis war. Und ich meine, dass dann noch ein bisschen die hier gewirkt für die Sachen halt mal anzubauen an das Reglement, für das Mikro zu stellen. Und da waren eben noch die für vielleicht verschiedene Subsidien, die früher per Kategorie angedeelt waren, für da halt mir Objektivkriterien zu machen, dass für das Vereine vielleicht auch rechter gesehen haben, wenn ich den dort ein Ziel erreichen oder die dort Memberzahl erreichen, die dort lizenziert erreichen, dann kann ich an eine nächste Kategorie kriegen und das impliziert dann noch, dass ich mehr Subsid von der Gemeinde kann kriegen. Und dann generell, ich meine, leben aus die letzten Jahre immer mit daher gehen. Ich meine, die letzte Adaptation ist von 2021, seitdem sind eine ganze Reihe Indextranchen erfallen. Ich meine, das ist bestimmt doch bei den Cheforchestern oder bei einem Trainer oder bei den Materialkästen, das ist bestimmt überall seltenst irgendein Preis mir billig gehen und dafür ist doch automatisch am Anfang eine Gelegenheit gewesen, für einfach überall Subsidien ein bisschen in den Ofen anzupassen, für der Preis der Rechnung zu drohen. Oder vielleicht pur Rappellen oder auch generell Sachen, die man am Text angefügt tun. Einerseits aus dem SBL-Gesetz, ich meine, wir haut nach den einen oder anderen Verein bei so einer Gemeinde, die noch keine juristische Form hat, aber man von den Subsidien profitiert. Ich meine, da ist ein bisschen Abruf für sich aber da in Konformität zu setzen, an eine juristische Form umzuholen und dann eben automatisch für all die Vereine, die halt schon in SBL sind. Als der Rappel, die wird das neue Gesetz von der SBL, wo ihr noch bis das Jahr Zeit hat, für sich und die neuen Dispositionen anzupassen, dass den das soll machen, für das wir als Vereine aber auf dem richtigen legalen Kader haben. Dann den zweiten Punkt, ich meine, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das ist der Kriterium d'intérêt particulier pour la vie associative de la collectivité communale, wo man das genannt, ich meine, das war auch schon im Allen dran, dass man die Vereine will unterstützen, die bei uns an der Gemeinde hier sehr schön, mit das aber ein bisschen der Erwartung von unserer Chefrat, ich meine noch vom ganzen Gemeinderat, dass die Vereine auch schon in ihrem Leben und in unserem gesellschaftlichen Leben an der Gemeinde sollen beteiligen, sie hat das beim Kochtag für Nationalfeiertag, sie hat das bei unseren Manifestationen, wo immer der Fall ist. Und ich meine, das klappt ganz gut über all die letzten Jahre. Und das ist eben etwas, wo wir wollen auch hier an dem Reglement weiter beibehalten und unterstreichen, dass es wichtig ist, dass die Vereine sich in unserer Gemeinde ansiedeln, zu dem Leben an der Gemeinschaft beitragen. Dann die Liste von den Dokumenten, die ich muss erreichen, ich meine, das ist vielleicht ein kleiner negativer Punkt von unserem neuen Reglement. Ich meine, da haben wir die eine oder andere Dokumentation mehr angefordert, wo die Vereine gebeten gehen, für weitere Informationen über den Verein ranzurichten. Ich meine, du war früher hauptsächlich der Rapport d'Aktivität und die Questionnaire, die im Internet sind ausgefüllt haben. Da freuen wir in Zukunft weiter Informationen über das Komitee und hauptsächlich auch mehr Statistiken par rapport zu den Stunden, also betrifft mit Sportvereine, zu den Stunden, wo Trainingen stattfinden, wie viel kann an den Trainingen dabei holen, wie viel den Horaire ist. Und das könnt ihr hier, wenn man aber gemerkt, wie man das Reglement überschafft haben, dass es aber ganz schwer ist, wenn man nicht so viel statistisches Material hat, für zu suchen, wie viel kann er trainieren an dem Verein, wie viel aus dem Horaire den Trainer halt verdient, wie hoch müsste Subsid also sein. Und da war ein bisschen die Idee, dass wir die Donnerien ablo wollen mehr konsequent sammeln, für dann bei der nächsten Überschaffung vom Subsidiereglement noch mehr pertinent Donnerien zu haben, für noch ein besseres Reglement auszuschaffen. Dann Suppression du Subside Démarrage, ich meine, das war, das wird früher immer in dem anderen Reglement dran war, das war am Anfang, dass ich immer ein Subside Démarrage gekriegt habe, der Grund in EU das Subside bezahlt, der zweite Jahr Grund in der Chemie bezahlt und der dritte Jahr Grund in der bezahlt. Das haben wir aufgeschafft, weil das war immer kompliziert, weil ich vom Zwiebel, kompliziert nicht, mit dieser kleinen administrativen Aufwand, wie schwierig für das immer zu zwiebeln und Vereine und doch nicht immer direkt verstanden, für was sie dann das erste Jahr abskuten und das zweite Jahr nicht. Und dafür haben wir dann einfach aufgeschafft und einfach gemacht, dass den ab dem Jahr, nachdem er sein Statut dabei ist, angerichtet kann, eligibel sein für das Subsid.
Voilà, dann die Eich dingen ass dats den Subsid Bas hecht dat haut, dat war freier Subsid ordinär, déi war mé schon mat 220 € fir all Verein, den der Secher an der Gemeng huet an den Aktivitéit vun der Gemeng beidreet. Déi geht op vun 220 op 250 €. Dat gëlt also dann queech duch de Gerd fir alt Vereiner, die haut schon hier sehr schön. Dann hummer den wat freier eben geheescht dat Subsid per Kategorie an de Subsid extraordinär, déi hummer vun ëm genannt an zu Summe gelecht an den grossen Subsid frei de Fonctionnement. Voilà, Wa man da vun ufenken die verschiedene Vereine duch zu goen am neue Reglement gesit, dat dat opgebaut as bëssen so wie am Budget opgebaut ass, Techt ge mat mat de Kategorien, Association Incendie an Service de Secours an dann Association Agricole. Der hummer am Fong just 2 an der Gemeng. Dat wären den enker Pomschen, ich mein, du si dat gët einfach nuwen opgerannt ginn, dats op 1430 gimmer op 1500 € fir de normale Subsid, an dann fir hir Türensektion geht de Subsid op vu 424 € op 500 €. Dann den Text fir d Remplacement vun Uniformen, déi bleifft nemlecht. Da beim Cercle Avicole geht de Subsid de Fonctionnement vun 385 op 500 € op. An du bleifst du weiter hin de Konventionioun bestoen, dats am Fong mat vun de Lokaler vun der Kleindéierenanlag vun der Gemeng iwwerholget. Dann kommen bei Sportsvereiner Zilotrégelen, die gëlden am Fong fir alle goeten Sportsverein dat nemlecht. Du hast den echten Kriter, dat neben bei enger Föderationun muss agréiert, Di enger agréierter Föderationun muss affiliiert sinn. Ich mein, das nämlich wie fir Drun. An die vum Encadrement, de Qualität fir die Jong ënner 18 Joer, dat dat hab Kriter as vum mir unterstütze wëllen, dat bleifft auch so bestoen, wie der dem anderen alle Reglement war. Weil der Volonei als Fedro war dat immer dann Subsid per Kategorie, da goufen Vereine einfach méi der wensche nominativ an verschiedene Kategorien agedeelt, an dann kruten se de Subsid den de Gemengerot am Fong so attribuiert huet. An do wollte man higoen an am Fong so, dat man einfach gucke wieviel Licencié sportiv ënner 18 Joer huet der Verein, an dann kann en donno kucken, wieviel en zu gut huet. Dat hecht, muss ich schon manst 10 lizenzéiert der hunn, wie dat den App kann den Subsid kräen, dann ass die Estrange vun 10 bis 50 gewinn 500 € kräien. Ich mein, dat den größten Deel vun als Vereiner, die an der Kategorie sinn. Dann ass awer auch van bis iwwer 50 an ënner 100 ass, da gin op 1000 an dann si de Suite wieder Teil an den Tableau gesit. Mün der bësse geguckt mat den Statistiken, die man dann Flächtkrit vun der Vereiner wievi lizenziert. hunn an der Alterskategorie an do stelst dann awer raus, dat man kein Verein hunn den es verleert. Ja, nee. Dat heißt, du hast am Anfang all Verein den dem Mann bleifft wo war oder eben an den Kategorie drwerfleich könnt, dat de beste méikrit dodech dat de mé lizenziert huet. Dann ass den Subsid d'Encadrement, dat ass am Fong die 8 €, die ëmmer fréier ausbezöllt gi si fir Traineren. Do muss man so dome eng neii Limitationun gefauerert, dat man am Fong gesot hun alles wat lo kënnt, wat Subsid d'Encadrement ass, dat man dat justen der wëllen ausbezuelen u Vereiner, wo en auch noweise kann, dat man Talschen vun den Lizenzierten ënner 18 Joer eng Residenz ha an der Gemeng hunn. Dat ass einfach de Kriter, dat man gesot hunn, mir wëlle net den das Verein kann immer gern ha ufenke seg Aktivitéit ze machen, da krit noch die Basissubside, méi fir de Subsid vun den Encadrement ze kräen. Da muss ich schon so Ouverture sinn fir Leiit aus der Schëtter Gemeng an noch die Erfahrung mache fir wéi viel wie méiglech Leiit aus der Gemeng unzusprechen, da sinn an den Genoss vun de Subsidi krente kräen. Wir gehen aber davon aus, dass all die Vereine, die heute aktiv sind, auf dem Terrain, das auch erfüllen und dass dann auch die alle gut vorkommen für die dort Subsiden. Voilà, du hast da so, dass man so tun, die Subsiden, die wären 8 € pro Stunde pro Trainer, den haben wir nochmal abgesagt, ob 9 € pro Stunde pro Trainer. Und dann hat dann dass man die Kriter angefordert tun, dass der muss remuneriert sein oder den Teil, den wir subsidieren, der muss bezahlt gehen von unserem lokalen Verein. Weil ich meine, wir wissen, dass immer mehr Vereine Ententen haben oder Trainerinnen haben, die mit einer geklippten Summe schaffen. Und hier haben sie gesagt, dass es muss sein, dass ein Eisenverein, den hier in der Gemeinde sein Siege hat, die Kosten muss drohen. Und wenn er Kosten hat, dann subsidieren wir den Teil auch, den wir da viel gesehen haben. Und da waren an dem Reglement immer ein Minimum von 50 Stunden, wenn in dem Minimum von 50 Stunden war, der Kollege kein Subsid, an den haben wir am Anfang gestraft, weil man gesagt hat, noch von den Trainer hat, den 20 Stunden in einem Jahr Kur gehalten hat oder 3 Stunden in einem Kur gehalten hat, dann hat der Verein ja Unkosten und da soll der doch subsidiert gehen.
Und dafür haben wir den Minimumkriter von 50 Stunden aufgeschafft. Und der Maximum, den haben wir aber dran gelöst, dass nachher sind Maximum 150 Stunden pro Jahr pro Trainer. Ja. Voilà, habe gesehen, da denke ich ein bisschen, wie das an der Praxis ausgesagt. Das sind auch kein definitiv Chiffren, das sind Estimationen auf Basis von den Sachen, die wir letztes Jahr hatten. Natürlich, die gesehen dann, dass den Ancien, den eine Kategorie war, am ordinären Basis von den Lizenzzöllen, die wir schon letztes Jahr hatten, da muss ich in der Verein gucken, da geben die so evaluieren. Und nämlich beim extraordinären, die freie extraordinär gestellt den heute Funktionament als du gesehen dann einfach die Host, die du sieht von links ignoriert, da ist am Anfang immer die Erhebung von 8 Euro auf 9 Euro, aber just gerechnet par rapport zu den Stunden, die letztes Jahr subsidiert gesehen, ob das Jahr. Du hast noch nicht mal Account geholt, dass die 5 Stunden Regel wäschelt, respektive auch nicht Account geholt, ob das ja mehr Stunden Training gehalten dürfen oder nicht. Aber das kann ich dann alle Verein selber ausrechnen. Ja. Voilà, und dann ist das war auch schon im alten Reglement, das war am Anfang den Qualité Plus, das heißt, das beim Ministère du Sport kann alle Sportvereine aufrufen Subsid. Aber am Sportminister kriegt dann ein Subsid de Base, den berechnet wird auf Basis von den lizenzierten Spieler vom Verein. Da gibt es die lizenziert geholt bis 16 Jahre. Und da kriegt ein Subsid de Qualité Plus, den verraschen kriegt auf Basis von den qualifizierten Trainern, die hat. Und da war es immer so, dass am normalen Reglement so appliziert wird, dass wir am Anfang gesagt haben, ja, wenn er die Qualité Plus kriegt, dann kriegt er 25% von der Gemeinde dabei, aber nicht 25% von dem Subsid vom Staat, mehr 25% vom Subsid, den die Gemeinde schon ausbezahlt auf der Basis dem Kriter von den 8 Euro. Und wir wollten als Dolo aber ganz drin hängen, dass man das was der Staat ausbezahlt, der Tisch, wenn die Qualität Plus vom Staat kriegt, dann kriegt einen Montor X vom Staat, dann kriegt ihn von uns einerseits den Subsid de Base, den vom Staat kriegt, der kriegt einen integralen Nachhinein, und wenn den Subsid Qualität Plus vom Staat kriegt, dann kriegt er von dem Montor 25% von uns dabei. Für du vielleicht ein Beispiel zu gehen, also wenn du in einem Verein 200 Euro Subsid de Base vom Staat kriegt, dann kriegt er von uns 200 Euro d'Office, aber wenn dann 5.000 Euro vom Staat kriegt für seine Qualität Plus, da kriegt er von uns 1250 Euro par rapport zu den 5.000 Euro. Das heißt, alle Vereine, den hat schon eine Qualität Plus, ich meine, die Basis, den hat ja auch in der Monat für das letzte Jahr schon gemacht, normalerweise. Da kann den sich ausrechnen, wie viel du mehr kriegst. Und du also doch so, dass die Basis von unseren Estimationen, das im Prinzip mehr favorabel ist wie für den alles System. Und also für die, also eben, dass das noch mehr gebunden ist und dem Staat seine Kontrolle par rapport zu den Trainer qualifiziert, wie wir da müssen irgendwie selber eine Einschätzung machen, wie viele Trainerinnen qualifiziert sind, wie ein Trainerschein zu haben. Da ist es so, dass wir 2 Vereine an der Gemeinde haben, die aktuell noch nicht, oder man für das 4 letztes Jahr keine Qualität Plus hat. Und ich meine, wir hatten noch Gespräche mit denen, wo man gesagt hat, dass es wichtig ist, dass eben die Subsidien beim Staat aufrufen, die sind relativ beträchtlich beim Staat. Und voilà, wenn sie es beim Staat aufrufen, dann kommen sie automatisch auch an den Genuss für bei uns die Subsidien dann auch zu können, zu kriegen. Voilà, ich meine, das war für den Teil Sport. Da kommen wir bei den anderen Vereinen, da sind nicht ganz verschiedene Gruppierungen, da war ein bisschen schwer für einen gemeinsamen Reglement zu finden oder ein gemeinsames Kriterium der Repartition zu finden. Dafür ist das aber ein bisschen individuell pro Verein. Wir gehen nicht alle in Einzelland, ich meine, die können nur gucken, was neu ist. Das ist beim Club des Jeunes, da haben wir gesagt, wir geben ihnen auch eine neue Subsidaffäre, wie dass sie alle Jahre die Christbäume ansammeln gehen. Und eben dann noch dadurch, also nicht dadurch, wir einfach Burschbranden organisieren, wir haben selbst die Aktion, ja, aber dass sie nicht für die Gemeinde, für sich selber mehr haben, sondern die nicht machen, dann müsste mehr für die Service abkommen, für die Christbäume anzusammeln, für das zu remunerieren oder für das uns erkennen, dass sie den Effort machen und die Arbeit machen, wollten wir ihnen auch eine neue Subsidaffäre von 250 Euro für die Kollekt von den Christbäumen. Dann ist es dafür so, dass am Anfang all die Altsubsidien, die irgendwo sind abgerundet gehen auf die nächsten 50 Jahre, das heißt, heute alles, was 220 war, also auf 250 abgerundet gehen, die von 385 sind auf 500 abgerundet gehen.
Beim Fotoclub, das ist von den Beispielen, die hatten immer den Basissubsid von 385, den sie immer hatten, den ist abgegangen auf 500. Und da war es am Anfang immer so, dass die letzten Jahre der Fotoclub pro am Ende des Jahres, also Anfangs von der Jahr, eine Rechnung rangereicht hat, oder eine Rechnung oder ein Remboursement de Frais, wo sie 15 € pro Evenement, was sie couvriert tun als Fotografen von der Gemeinde bezahlt kriegen. Das war aber nie irgendwo festgehalten, wie die Regel wäre. Und war ja ein bisschen der Mann von hinten, dass am Anfang die 15 € nämlich ganz gegen durchgehen, für alle hier Freien zu decken. Und dafür ist am Anfang vorgesehen, dass im neuen Reglement, dass man das explizit doch dafür gesehen, dass das eine klare Basis hat und dass man da proposieren, dass man so wir geben 25 € pro Evenement, was man wie 2 Stunden dauert. Und sie bezahlen wenn dann die großen Evenementen wie Nationalfeiertag oder einer großen Event, wo über 2 Stunden rausgehen, wo man dann denkt, da fies 25 € dabei lehnen. Bei so Evenementen geben sie 50 € pro Evenement kriegen. Ich meine, das war auch so Martin aufgeschwärzt, und das ist den Junerkennung für die Arbeit, die sie machen, die immens wertvoll für uns ist, für eben alle Evenementen, sie die von der Gemeinde, sie die von den Vereinen. Oder sie hat sogar eine Veranstaltung, die an der Gemeinde stattfanden, für die zu couvrieren, also das zu dokumentieren. Dann kommen wir bei den Schritt der Gesang. Ich meine, also, die hatten 1430 €, die gehen auch auf 1500 €. Du, den Dirigenzkasten, die waren immer plafoniert bis 1200 €, das geht auch auf 1500 €. Und dann hier Stolen an die Uniformen do aus den Artikeln am Punkt dynamisch geblieben, das sind die 100%, die finanziert gehen für alle 15 Jahre eine neue Tenue zu kaufen. Dann Musik als ähnlich, den Subsid als abgerundet auf 2500 €. Auch da ist ein Dirigent, den abgesetzt wird auf 1500 € der Maximum. Und dann bei den Instrumenten als auch den Plafond abgesetzt gehen auf 1200 €, der früher bei 1100 € war. Voilà. Und dann die Akquisition von Uniformen, das den nämlichen Artikel am Anfang wie oder vergangen schon war. Ja. Dann als Chatter Theaterfreunde, das ist eine neue Sektion, Rubrik. Ich meine, sie haben eine neue Regisseurin seit 2-3 Jahren, wo sie haben. Und da fallen eine Reihe an Kästen und dafür war auch von ihnen der Mann kommen, ob sie nicht doch nämlich wie die Gesang und die Musik könnten von einer Partizipation und der Freie von der Regisseurin profitieren. Voilà, Thomas ist dann evaluiert, nur mal gesagt, dann hören wir eine Regel wie bei den anderen 2 Vereinen. Ich habe mir gesagt, wir haben bis zu 50% bei, aber wir haben gedacht, dann ein neues Maximum bei 600 € festzulegen. Und dann war es doch immer so, dass am Anfang über die letzten paar Jahre immer Gemeinde am Anfang einen Teil von den Rechnungen überholt hat, die sie hatte für hier Bühnen zu aménagieren, ohne dass das doch ganz klar geregelt war, wie das die Handhabung gemacht wird. Und du hast am Anfang nur die neue Regel, die wir als Kino haben, das ist im Prinzip ein Verein, ob das ein Musiker ist für einen Gala-Konzert oder Gesang ist für einen Auftritt an der Sportsaal oder an der Kirche. Oder auch so eine Manifestation, wenn du Material gebraucht wird für den Intérêt publik, also wo wir auch können benutzen für andere Evenementen, also da Mikroen oder Belichtungen oder Material für Videoaufnahmen zu machen oder für zu projizieren. Du kannst das bei der Gemeinde aufrufen. Ich meine, das ist eine Service-Conciergerie, eine Servicetechnik, die sind à Disposition. Aber wenn wir anerkennen, dass das etwas ist, was wir auch für andere Evenementen können brauchen, dann geben wir das dann direkt über die Gemeinde finanzieren. Dann muss auch der Verein das viel finanzieren. Und so ist das auch ein bisschen bei dem Material, was gebraucht wird für die Bühnen von den Theaterfreunden. Wenn das Haus ist, was wir auch weiterverwenden können, dann geht das über das Budget direkt von der Gemeinde. Und hier sind aber die Sachen, die sehr spezifisch kaufen, just für die Bühnen, was dann am Anfang einmal benutzt wird. Und da haben wir dann gesagt, wir geben aber nur Plafond aufhören, dass wir am Anfang so auf Basis von den Rechnungen, die sie als rarischen, geben wir ein Maximum von 300 € pro Jahr remboursieren, sodass das dann noch ein bisschen ein Kader kriegt, wo wie viel an den Kader passt. Und dann als noch ein neues Subsid. Das ist für das Scouten. Ich meine, Scouten hatte früher so ein normales Subsid für die Basis von 550 €. Den haben wir nur drauf gesagt, auf 500 € für die Runde zu machen. Und auf der anderen Seite hat ein Scouten, die aber ganz viel oder Mathe, viel, ich meine, auf dem Football, die meisten Kinder an ihren Aktivitäten haben,
die hunn am Anfang nie eine Subsid d'Encadrement krit, weil sie am Anfang net hier Moniteure bezuelen an dufir uns auch nie Subsid ugefrot. Und ich muss auch so doch gar keine Demande also stich Gestalt für die dort Subsiden zu kreen und extras zu kreen. Sie lewen ganz viel davon, dass am Anfang immer den Scout Charlie bis verloren tun an die Resette gehalten hun. Wir wissen alle gut, dass wir neue Scout Charlie bauen, da wird noch die Resette westfallen. Und dafür auch an Antizipation davon an, aber auch als Unerkennung für die Arbeit, die viele binnen wollen und Scouten da machen. All die Moniteuren, all die Encadrants, haben wir da proposiert, für dass wir geben Affären ein Subsid von 300 € per Branche, also bei den Scouten heißt das eben Branche. Das sind dann hier Experten, hier Wölfscher, Beaver, Rover und so weiter und so fort. Also wir haben dann einfach geschrieben, all die unerkannten Gruppierungen, Branchen, die es gibt von der FNEL, wenn sie do die anbieten, die Sektionen, und dann kriegen sie pro Branche, die sie anbieten, ein Subsid von 300 €. Also aktuell und sie 5 der Branchen der Tischstadt geben dann rund 1500 € gegen Subsid, die sie könnten Heilo von der Gemeinde kriegen in Zukunft. Voilà, dann sind die ganz extraordinären Subsidien, die Federn auch schon einmal gegeben. Das sind einerseits die für den Anniversaire, wenn der Verein ein Anniversaire feiert. Ich meine, die sind unverändert geblieben, du mal gut nicht geändert. Den Subsid Green Event also auch so stur geblieben, das sind aber die 50% vom Staat. Geht aber natürlich schon wissen, dass der Staat Männer bezielt. In Zukunft nimmt der EMOL bezielt, nicht pro Event. Aber du bleibst alles Plattform, aber nämlich, dass ich, wenn du ein Subsid vom Staat kriegt, dann kriegt ihr noch von der Gemeinde bis zu 50% mit einem Maximum von 1250 €. Subsid Akquisition eco-responsable, die bleiben noch nämlich, auch mit den nämlichen Säuen. Ich meine, du warst just ein Jahr vom Frühjahr, war da mal ein E dran, den Nummer umgewandelt in ein U, da die nicht misst Fairtrade sind auch regional, weil das ja war echt, wo man ein bisschen im Widersprach oder am Ball nicht erfüllen war, und dafür haben wir das auch nie so strikt appliziert gegeben, der Tour am Anfang just korrigiert, dass ihr seht, dass sie entweder Regionalprodukte hat oder eben Fairtrade-Produkte, wenn sie keine Regionalprodukte sind. Und dann haben wir den Subsid pro Projekt karitativ, den haben wir aufgeschafft, weil wir am Anfang aus der Überlegung kommen, dass man nicht sollen hingehen an den Vereinen auf der einen Seite Subsidien geben, für ihre Aktivitäten zu unterstützen, und dass dann Vereine dummer da Subsidien gehen, und dann geben wir darum, ob dem Subsid den Verein oder ob dem dann den Verein möchten, ein Gab's Droplehen. Ich denke, dass für das klar zu trennen, dass die Gemeinde weiterhin hier da möchte. Weiter alle Jahre am Gemeinderat eng Lëcht vun da stimme, wo alle Propose willkommen sind, und dass man dat iwwer de wolle machen und dat net iwwer das Subsidiereglement sollen mat gerieren, de fir d Verein gedcht ist. Voilà, dann ist ein Kapitel bisschen ausgebaut, das ist von Infrastrukturen und vom Material. Ich meine, ihr wisst alle gut, dass wir an den letzten Jahren deels an als Gebäier ganz viel investiert, schon aber teilweise ganz viele Gebäier investiert, die den Vereinen gehören. Ich meine, wir haben den Musikbau, den Gesangsbau, wir haben bei der Pompe zu Münz, ein kleiner Bau, wo wir auch am Gang sind, ein Projekt auszuschaffen, an ich meine, dort Gemeng viel öffentliche Gelder investiert an die Häuser für jeweils Misokonformität, jeweils Finanzierungsmo Energetik. Ich meine, du kannst überall noch eine PV-Anlage drauf. Und du hast im Moment ein Projekt von einer Konvention ausgeschafft, wie man den Vereinen zu schreiben, wo der eben geregelt wird für die Zukunft, dass die Gemeinde die Kosten auf sich geholt hat, die Investimente gemacht hat. Und dass en Contrepartie die Vereine ja natürlich auch dann der Gemeinde oder der UGDA die Gebäudlichkeiten zur Verfügung stellt, für auch andere Kuren anzubieten, wie just die von der Verein. Ich meine, klappt ganz gut beim Gesang, klappt ganz gut bei der Harmonie, wo ganz viele Kuren dran sind, und das eben noch ugedurcht für bei dem Bau von den Pompchen zu Münzbüsch, das kann ja nur gelohnt gehen von den Vereinen oder von Kommissionen, wenn dann ein bisschen gebaut ist, und das soll auch so klappen bei einem Fußballspielfeld, dass da dann eine Infrastruktur, die ganz von uns gebaut ist, mit soll eben so sehen, dass das klar geregelt ist, dass die Infrastrukturen zwar vielleicht prioritär für Vereine gebaut gehen oder modelliert gehen, mit dass auch immer offen sind für andere Aktivitäten, die können im Endeffekt von der Gemeinde organisiert gehen. Und da gibt es Konventionen ausgeschafft. Ich meine, da gibt es schon in den Filialen ja Vereine, die in eine Infrastruktur gehen, nach Konventionen abgesagt, wo das soll geregelt gehen, und wo das alles klar dran steht. Dann ist es nämlich so ein bisschen, dass man verschiedene Freien immer an Charge geholt haben, wenn ich meine, verschiedene Vereine einen Ausflug mit einem Bus gemacht haben, und die Gemeinde den Bus gestaltet wird, haben sie lokal über die Gemeinde bezahlt, und
das soll auch weiterhin so bleiben. Also wir wollen doch kein Mal sagen, dass eben immer just man runter rappelieren, dass so de Monate, wo die Gemeinde soll freien überholen, dass man muss vier am Vierfeld ugefrot gehen, von der Gemeinde akkordiert gehen. Voilà, bist du das Resümee, also wir wollen als Vereiner weiter finanziell unterstützen, aber in der Zukunft werden wir das weitermachen, für auch logistischer Personal zu unterstützen. Ich meine, du hast an den letzten Jahren ganz viel geschieht. Ich meine, den Verein, den bestimmt im Campus organisiert, also sind wir ganz zufrieden mit der Arbeit, die von der Conciergerie gelegt wird, viel Hilfestellungen gemacht wird. Ich meine, auch wir kümmern uns immer darum, dass wir die nächste Leute haben, für die Sanität zu putzen. Wir gucken immer, dass das nicht Material da ist. Das soll auch weiter bestehen bleiben. Ich meine, das ist einfach wichtig, uns daran zu erinnern, dass nicht nur die Subventionen, die im Moment vom Bankkonto zu Bankkonto überwiesen wird, etwas zählt. Ich meine, den Herren der Gemeinde muss rappellieren, dass wir als Gemeinde über die Jahre und noch in Zukunft weiterhin ganz viel logistische Support gibt als Verein. Voilà, was läuft das ganz ungefähr raus? Das ist eine Schätzung, das kann ich nicht so genau sagen. Das hängt von vielen Faktoren auf. Wir gehen davon aus, dass da plus minus 20.000 Euro mehr Subsidien sind, die wir geben ausbezahlen über all die Vereine. Das ist ungefähr eine Augmentation von 33%. Das auch alle Vereine, die beikriegen, das ist nicht genau alle Vereine, die nämlich viel beikriegen. Insgesamt ist da eigentlich eine Versuch gewesen, für eine größere Harmonisation zu kriegen. An den Bündnis bis in der Zukunft, der Teil also nächsten Entwurf, wir schließen nicht aus, dass wir bis 2021 vielleicht nur Fälle gehen auf verschiedene Punkte. Und die also ein bisschen als für nach mehr und die staatliche Subsidien umzubannen, weil du mehr Konto du hast, für das eben zu ergänzen, was du schon vom Staat gelegt wird. Voilà, ich meine, das war ein kurzer Überblick über das neue Subsidiereglement. Da soll vier gesehen, dass alle gut das neue Projekt vom Reglement, also den Text selber, an die dort Präsentation geschickt kriegt, am Laufe vom Tag. Und dann als Südfrieden invitiert, für die Stadt durchzulesen, an uns Kommentare, Remarken, Avalien, Suggestionen mitzudelen. Wir wären just froh, wenn es möglich wäre, für die bis 16. Februar zu kriegen. Wir können natürlich am nächsten Februar will im Gemeinderat stimmen und dann muss ein Dokument davon verschickt gehen. Also müsste man idealerweise für den 16. Februar holen, für den Remarken, Kommentaren nach keine Rechnung zu drohen. Ja, ich meine, das wäre dann soll ich merci. Voilà, große Merci, Serge, für die flott an ausführliche Präsentation. Ich meine, das ist ein komplexes Reglement. Da muss ich immer ein bisschen Korrelationen noch gucken. Dafür wollten wir nicht den Abend schon das diskutieren, wie die Serge gesagt hat. Loset mal Sachen, evaluiert die Kohärenz an dem Reglement, ob es so ist, wie wir es gesehen oder ob vielleicht andere Vorschläge. Und dann voilà, wären wir froh, wenn wir die könnten mitgedeelt kriegen, für es eventuell anzubauen. Also so man dann am nächsten Gemeinderat doch die Diskussion über die Sachen, die vielleicht nicht so kohärent sind. Ich meine, wir leben in einer Welt, die sich entwickelt, Sachen, die vielleicht für uns 10 Jahre richtig gut waren, so wie wir sie gehandhabt haben, als Haut vielleicht anders. Das ist eigentlich kein Reglement, wo es Männer gibt, also Reglement, wo man probiert tun, die Vereine, die wirklich brauchen, noch besser zu unterstützen, ohne aber ein Ungleichgewicht zu schaffen. Ich meine, dann wir sind der Meinung, dass das vielleicht aber ein ganz guter Approach ist, den wir da ausgeschafft haben. Wenn aber nur direkt nach ein froh, wie verständnisfroh oder wie auch immer, können wir gerne ein Wort drauf eine Antwort geben. Im Moment nicht. Da lassen wir das sacken. Da kommen wir dann zum zweiten Punkt, wo dann über ein Reglement zur Allokation de la Subvention wie Share geht, auch von der Prime Energie. Serge von Stift. Merci. Merci auch. Voilà, für das zu introduzieren, wollte ich vielleicht ein paar Statistiken gehen zum Thema. Ich meine, ich kann es vielleicht direkt weitergehen. Also, ich meine, für die, die das wissen, die Allokation de vie chère, du gibt es Haut, 3 verschiedene Kategorien. Ich meine, ich denke, die Allokation de vie chère, einfach direkt gesagt, und dann, also dann Prime Energie, und dann gibt es seit diesem Jahr auch Prime Energie reduit. Die gehen alle gut ausbezahlt vom Fonds National de Solidarité. Und
Hai Grotwallo vom Fonds Nationale Solidarität en Statistike geschickt, wat 2024 vom Fonds National de Solidarität ausbezahlt ginnners. Dat wirklich die Donne fir Gemeng Schëtter, wat du ausbezahlt ginnners. Also die nächste Slide, wo der gesieht, wat vun Allokation de wie Cher ausbezahlt gët, dat eng Allokation de wie Cher fir Menage vun enger Person, du krit déi Person der Grot fir 2024 stest 152 €. Und dat waren bei der Gemeng 7 andere Leiit, die fir déi Allokaun ausbezzuelt krit hunn. Voilà, du gesit bis opgedeelt am mat Menage von 2 Personen, 3 Personen, 4 Personen, 5 Personen, so dat insgesamtlächt Joer nach Schleit déi Allokaun de wie Cher ausbezzuelt krit hunn an der Gemeng vum Fonds National de Solidarität plus nach 5 Menagen, die Entretoire wäsch geplündert sinn, dofir stehen die Haut méi Tableau drop mit die Gehirn zo. An de Gesamtmann den ausbezzuelt gin ass vum FNS, dat war fir Gemeng Schëtter dann 180.000 € rund. Voilà, wenn wir da weiter gucken, als vielleicht eine kurze Abteilung, das nicht unwesentlich ist, das sind dann ungefähr 45% Zelibatären oder Einzelleute, Geschiedleute oder Wölfen, wie auch immer, mit Leuten, die länger nicht am Stuhl bleiben, sind 45% von der Leute, die als allgemein die so eine Unterstützung kriegen vom FNS und dann zwei Personen am Stuhl, die nach 15% und so gibt es dann die Abteilung für all die anderen Kategorien. Dann sieht heute nämlich für die Primenergie, die war für 2024 bei 200 € für eine Menage von einer Person. Du hat man dabei aus an der Gemeinde Adendrich, die Kruten, das sind der paar mehr. Das ist am Anfang bei der Allocation de vie cher, als der Seuil, der Revenu mehr niedrig wie bei der Primenergie. Dafür sind am Anfang mehr an den Kategorien. Und da war der Gesamtmontant, den ausbezahlt ging, vom Fonds National de la Solidarität 23.650 € für 2024. Voilà, da kommt man dann auf das, was wir als Gemeinde ausbezahlt haben. Das ist dann dem Reglement, weil immer viel gesehen hat, oder aus viel gesehen, dass wir als Gemeinde den genehmigten Montant, der vom FNS ausbezahlt wird, auch ausbezahlen. Das heißt, eine Person, die länger in ihrer Menage ist, mit 1652 € vom Staat gekriegt hat, die kriegt auch von uns 1652 € ausbezahlt, wenn sie dann den Mond gemacht hat. Und das waren dann in der ersten Kategorie 25 Leute. Also insgesamt sieht er dann, dass wir 55 Leute ausbezahlt haben, die auch von dem FNS ausbezahlt gehen, plus die 5, die wir schon fortgeplündert sind, die müssen dann von dabei rechnen. Also sind wir am Anfang bei den 6 Leuten, die von der Gemeinde an Allocation de vie cher ausbezahlt haben für 2024. Bis lo, du lebst die Lehre nach, du kannst nach den einen oder anderen noch kommen, die 100 Zeit bis zum März für die jede Monat stellen, aber heute ist der Stand, wie wir heute stehen. Und das möchte Gesamtmonat für die Gemeinde aus von 137.000 € rund. Dann nämlich für Primenergie, kommunal, das ist dann die Monat, die wir ausbezahlt haben, par rapport zu dem Monat, den sie vom Staat gekriegt haben. Das sind noch 50 Leute und das sind dann 15.500 € für 2024 gewesen. Voilà, das ist ein bisschen Statistik, wie sie war. Und was stellen wir da fest? Ich meine, die gesehen sind auch noch Leute, die bei dem FNS können, die ED kriegen oder diese vom FNS kriegen, sind aber schon 55, die sie bei uns aufrufen. Das heißt, wir sind am Anfang 33% oder plus minus ein Drittel von den Leuten, die etwas vom Staat kriegen, die nicht wissen oder vergessen, die nicht hier Demand bei uns auf der Gemeinde angeregt haben, für ihre Subsidie von der Gemeinde oder ihre Subsidie, Allokation von der Gemeinde zu kriegen. An den nächsten Konstant, ich meine, das, wo wir hinkommen, die nicht Regierung gemacht, ich meine, das ist auch ähnlich bei Ihnen, durch Zufall oder nicht, aber sie stellen noch fest, dass ein Drittel von den Leuten, die am Anfang könnten, beim FNS etwas kriegen, nicht eine Demand gestaltet bei Ihnen und da am Anfang auch so plus minus den Drittel aus von den Leuten, die nicht angefragt haben. Und darauf sind wir den Conseil de Gouvernement am Juli 2024 verschiedene Mesuren décidéiert. Darauf sind wir auch einfach für die Leute, die an der Prekarität oder nur an der Prekarität leben, zu helfen, als du festgehalten gegen die Allocation de vie cher ab 2025 um 10% draufzusetzen. Eine ganz substanzielle Augmentation von der Primenergie. Ich meine, du war 200 €, da gesehen, teilweise für eine Person mit einem Menage, die geht drauf auf 600 €, also das teilweise ist der dreifacht, wo du mehr ausbezahlt wird. Und dann ist es hauptsächlich, dass sie automatisch aufhören, dass automatisch, wenn es die Revision so eine andere Mesure, die du vom Staat bezahlt kriegst, dass dann du kannst, auf Basis von den Donnerungen, die der Staat hört, wo sie wissen, dass da noch keiner vorkommen für eine Allocation de vie cher oder Primenergie, dass sie den Leuten, die am Anfang d'Office mit ausbezahlen,
für daneben den Drittel den Anfang vergisst den Demand zu machen und nicht wusste, dass soll den Demand machen für die direkt mal durchzuholen, sodass den Monter oder die Leute von den Destinätären automatisch an die Flucht geht. Dann haben sie auch angefordert, dass automatisch die Informationen über die Gemengen delen, für das Gemenge gesucht kriegen, wie viele Leute in ihrer Gemeinde dann etwas vom FNS bezahlt kriegen, für das die Gemengen dann noch von Allokation vorgesehen und die auch Teil so können weiter ausbezahlen und die Leute können kontaktieren, für hier Demand zu machen. Und dort sehen also eben noch, wo man den Tableau zum Beispiel zur Verfügung gestellt kriegt, wo man das schon appliziert hat. Dann ist eben die Introduction von einer Primenergie Redit. Ich meine, du, wie gesagt, da der Kosten, wie cher geht, bis sie wissen, es von Revenus, wo in die kriegt, Primenergie kriegt immer kleine Seuil drüber, und Primenergie Redit, die ist noch ein bisschen mehr hoch Seuil, dann von noch mehr Leute auf froh kommen, für die Primenergie Redit zu kriegen. Und da ist da ein bisschen den Élargissement du Cercle des Bénéficiaires, da ist eben, dass immer mehr Leute können an den Genuss kommen von seiner Aid, die vom Staat ausbezahlt wird. Voilà, ich meine, das war ein bisschen die Hauptmesuren, die du am Juli annonciert, die sind an Entretemps an Text angeflossen sind und die ab dem Jahr 2025 staatlichem Niveau applikabel sind. Hier ist ein bisschen, wo man das geben kann, simulieren, aber immer eine Basis, den Donnen, die auch strikt mal, die man haben und die auch fiabel sind. Das heißt, wenn man gucken, wann den FNS, was den das Jahr ausbezahlt hat, wenn man das rechnet mit den neuen Mesuren, die da applikabel sind durch den Conseil du Gouvernement vom Juli und durch die anderen, die da gemacht sind, da sehen wir, dass der Monto, den den FNS ausbezahlt für die Gemeinschaften von 212.000 € auf 270.000 € Europa geht. Ob man es Europa geht, muss ich dazu sagen. Wenn man das nämlich replizieren par rapport zu den Subsidien, die wir letztes Jahr ausbezahlt haben, da gibt der Monto, den Gemeinden ausbezahlt gehen, von 153.000 € Europa gehen auf 199.000 €. Das ist aber wirklich von den just Rang, der hält, dass die Allokation de vie chère um 10% mit geht und die Primenergie von 200 € auf 600 € abgeht. Und die an Kant zu holen, dass mehr Leute wohnen oder Leute fortgeplündert sind, auf jeden Fall auch nicht an Kant zu holen, dass der Dunzul von den Beneficiären durch das Zeugen von den Salären oder von den Revenuen an Luch gesagt gehen, viel mehr groß geht, auf jeden Fall auch nicht, dass eine neue Primenergie reduziert angefordert wird, die viel mehr Leute so gut können, die erst gar nicht betrifft. So dass dem Fonds de Monter den ausbezahlt wird, sowohl vom FNS wie auch Mist ausbezahlt von der Gemeinde, wesentlich mehr hoch ist wie die dort Simulationen, die wir dolo gerechnet haben, weil das einfach strikt auf dem mathematischen Formel ist von den Zölle vom letzten Jahr ist. Voilà, und du siehst dann, dass den Monter, wo wir heute bei 150.000 € sind, wenn man den Automatismus durchziehen, dass den FNS automatisch ausbezahlt und die Leute, die alle gut nach froh kommen, an mir geben als drunter hängen, dass man automatisch ausbezahlt und die vom FNS kriegen oder man es den Leuten geben so. Es gibt auch eine Aid bei der Gemeinde, fragt die dass der Monter auch von uns nicht nur bei 200.000 € für 2025 wird leider mit erster an Kategorie von den 250.000 bis 300.000 € wird fallen, wenn nicht so gut nach mir hoch, die wir müssen ausbezahlen. Voilà, und ich meine, du aus der Konsideration und hauptsächlich aus der Konsideration, vielleicht ein Bedenken sind die muss doch dabei, oder wenn ich löscht von den Beneficiären guckt, die Äden da kriegen, da stellen wir dann noch fest, weil doch nicht verwunderlich ist, dass auch alle Leute, die Leute, die eine Wohnung von uns zur Verfügung gestellt kriegen, im Kader vom Logement abordable, dass die auch auf den Liste stehen. Ne? Der Tisch, die kriegen von der Äd von der Gemeinde, dass sie eine Wohnung von uns zur Verfügung gestellt kriegen, zu einem Logement, die ganz abordabel, zu einem Leute, die ganz abordabel ist, und da kriegen sie dort einen Tag dabei. Und du hast ein bisschen also konstant, dass wir feststellen, dass das ja auch ein bisschen zu einer Distorsion fährt, weil wir immer gedacht, dass mehr ausbezahlt wie die Stadt, kann man nicht das nämlich ausbezahlt wie die Stadt, dass das ja auch ein bisschen an die Faveur, also dann von anderen Gemeinden, weil ich meine, es gibt viele andere Gemeinden, wo gar keine Allokation wie ich gibt, es gibt Gemeinden, wo es von 25% gibt, und es gibt eine ganze Reihe, wo es von 50% gibt. Ich meine, ich kenne da ganz wenig, da findet so kein, wo nach 100% ausbezahlt wird wie zu Schütter. Und dafür ist es ein bisschen als Propos für ein Ajustement zu holen. Voilà. Wir wollen aber nicht für eine Wohnsprangen. Ich meine, für 2025 ist am Gang. Die Leute rechnen vielleicht mit denen so, natürlich für 2025 geben wir den aktuellen System beibehalten und dann eben auch so ausbezahlen, wie das eben vom Staat dann ausbezahlt wird oder vom FNS und so die Demanden, die bei uns rankommen. Dass wir da geben, aber applizieren ab dem 1. Januar wäre als Propos für dann erstens die Primenergie reduziert auch ein Reglement mit abzuholen, dass wir die auch geben ausbezahlen und dann aber trotzdem zu sagen,
dat man se géif limitieren op 50% vun dem Monter, dei vun dem FNS ausbezuelt gët, nëmi 100% géfen ausbezuelen. Und an der letzte Punkt, den wir mit klar an einem Reglement schreiben, dass die Kriterien der Residenz, dass wir auch klar an einem Reglement schreiben, dass den neu an einem Gemeng plündert, dass der muss nur weisen, dass nicht schon ein anderer Gemeng seine Allokation von dem FNS auch schon ein anderer Gemeng ausbezahlt kriegt, als wir das können, die darauf hinlaufen, dass ihr seht, die Stadt vom Jahr wohnt in einer Gemeng X und da kriegt nur ein vom FNS ausbezahlt an die zweite Bühne bei uns, dann gibt es mir einen ausbezahlt und dann hätten sie den Preis 1,5 Mal oder 2 Mal, je nachdem, wie viele Dinge das und dass man da von Gefen immer Pièce froh für zu weisen, dass dem muss nur weisen, dass er noch keinen Kredit hat und dass noch bei uns just der EU-gerechten Kredit für die Zeit, die Durée der Residenz, die wo bei uns wohnt. Voilà, ich meine, da ist doch, das ist ein delikates Sujet. Ich meine, das haben wir schon ein bisschen bei der Budgetdebatte gesehen, ich meine aber trotzdem, dass wir fanden, für das doch gerecht ist, ein bisschen mehr gerecht ist par rapport zu den Leuten, die just über den Säue leihen, dass man hier ein bisschen zu einer Distorsion feiern, weil man immer weiter die Säue, die trotzdem konsiderablement vom Staat an die Luft gesagt gesehen, der Türbe, also den nämlich ausbezahlen, dass das zu einer gewissen Ungerechtigkeit feiert. Und dann auf der anderen Seite muss ich aber so, wenn man hier von 300.000 € schwätzen, man muss alle Jahre dann dafür aufwenden, dass das aber ein immer mehr größer Budgetsposten gibt an unserem Budget und in der aber auch muss ein bisschen Account holen für die Gestion von der Finanzen für die Zukunft. Voilà, und ich meine auch da, wir sind offen für Kritiken, Dinge, die kriegt auch ein Reglement geschickt, das geht auch nach der Finanzkommission und der Sozialkommission für hier ein Avis oder für Kommentare zum Dingen, wir sind offen für ihre Marken dazu zu kreieren und so gehe ich mir noch beten, für das alles können Account zu holen, für das für den 16. Februar mitzuteilen. Merci Serge für die flott und detaillierte Präsentation. Hast du noch ein froh dazu? Der Serge von Schlift. Ja, guten Abend. Können wir eventuell die Präsentationen geschickt kriegen? Kann den zwar auch hier im YouTube-Channel gucken, mehr. Okay, merci. Auch die von 4 drauf vielleicht. Ja, okay. Ja. Merci. Ja, schade, für du so beschicken, dass wir am Laufe vom Tag checken wir das. Okay. Voilà, dann kommen wir zum nächsten Punkt, in Punkt 3, da geht es um das Police-Reglement. Da ist es ja so, dass ein neues Gesetz gibt und da ist ein Zirkulär auch dazu kommen, wo dann nur die Sanktionen administrativ kommunal gehen, und wo dann an der Zirkulär so am Dossier auch eine ganze Reihe von Maßnahmen proposiert gehen, die kennt mat an sein Police-Reglement ranhöllen. Von Grund her als Problematik ist so, dass nicht kann das ganze Police-Reglement haut die schaffen, weil es da anscheinend Kontradiktionen mit der Konstitution gehen, und da als der Innenminister am Gang rund schaffen, an so lang déi Erbegen aufgeschlossen ass lo net rekommandéiert ginn de Gemengen am moment het Polireglement unzupassen. Dat war jo bëssen d'Idee, dats man gesot hunn mat den Änneren als 3 nopech Gemeng, wo man muss schaffen, mé ginge probéieren en harmoniséiert Polireglement fir die firier Gemenge ze proposéieren. War den awer kann machen an Gemeng Betzter huet er doch gemer, dann ass du mat ochch durchkommen, das sind die Sanktionen administrativ, so wie an der Zirkulär proposiert sind, also 17 Stück, da sind die dann mat anbaut an das aktuelle Police-Reglement einfach mat überhält. Wir haben dann noch bei der Santé den Navi gefragt, ich meine, das gehört zur Prozedur, an die haben uns dann noch nach verschiedenen Sachen rekommandiert, was man müssen machen. Das hat er gesehen, das war ein Pelletserver, wo doriert war, da war das nicht der, ob den Erde Jön fümmen, dann noch eben an den Etablissement publiken, dass man da Affiche sollen abhängen, da wo da verboten ist, dass dann die Leute kontrolliert Tabagismus. Und dann eben noch eine Information, dazu, das steht an dem Video dran. An die Sachen haben wir dann auch noch mal überholt. Für den Rest haben wir eigentlich Folgendes gemerkt, dass wir die Artikel, wo über die Sachen geschwärzt wird, an unserem Reglement, dass wir die natürlich rausholen. Und dass wir an der Platz dann eben unter dem neuen Artikel R50
Das ist dann die Nummer, die Mesuren do kriegen an unserem Reglement, weil wir da einfach fuhren, wo wir da gingen, die 70 Mesuren dann teilweise abholen. Dauerzeiten haben wir die angeschrieben, wo wir als mathenopisch Gemeinde darauf geeinigt tun, dass das die Dauerzeiten waren, wo jeder in der Matakar war. Ne? Da hat auch jeder so ein bisschen seine Ideen. Du hast dann die harmonisierte Dauerzeiten. Das auch so, wenn hier eine Sanktion ausgeschrieben wird, das wurde auch gesehen am Text, dass sie 25 €, die als ein Agent municipal kann feststellen und verhängen, die kommen dann noch an Gemengekäse. Das ist eine Sanktion administrativ, die direkt an uns hätte gebucht wird, nicht bei dem Staat. Wenn die dann nicht, wenn die nicht akkord, die nicht bezahlt, dann ist es ähnlich, ne, dann gibt es eine Amende administrativ von 120 € an augmentierte Frais administrativ von 20 €. Hier sind aber eventuell Freien, ne? Ich meine, die stehen nicht am Reglement dran, die Gemeinde hat, für eventuell Sachen proper zu machen oder zu flecken. Die stehen natürlich am Reglement nicht dran, aber die könnten lokalisch auch appliziert gehen. Voilà, für kurz ein Resümee zu machen, was die 17 Mesuren graf sind. Das eben op der Wapublik, do Dir wir keine Aktivität ausüben, kommerziell, industriell, artisanal oder artistik, außer sie wäre erlaubt vom Bürgermeister. Und dann eben die Geschichte, wenn ich mit meiner Mähmaschine fahren, mit Sehen schaffen, und am ganz generellen alle die Apparate, die Comedy machen, das dann über der Woche von 21 Uhr bis 7 Uhr morgens, wo ich das nicht darf. An samstes daneben von 20 Uhr an Erdauer morgens, sonst ist es generell komplett verboten. Und dann die Geschichte von Jahrjahres darauf aufmerksam machen, von Neujahrstag können oder Silvester, das eben nicht, das ist fies verboten, mit Fumigenen, Materialien, Explosiven und so weiter, Sachen, die riechen oder Lacrimogenen, das auf der Republik, auf den Straßen und so weiter, ist das auf den öffentlichen Plätzen verboten. Dann auch als nicht erlaubt, Waren zu liefern, an abzulösen und aufzulösen zwischen 7 oder nicht mehr erlaubt, zwischen 7 und 21 Uhr. Und dann auch für Radioen oder andere neue Elektronik, die eben das Ambientbereich über Trompen, mehr Herzen wie das, auf der Stoß zu gebrauchen. Dir wir natürlich den Éclairage public nicht deregulieren und noch nicht Projekte verdrehen, dir wir keine Feier auf der Straße machen, dir wir natürlich nicht an die Kanalisationen, Kabeln, anderen öffentlichen Installationen, Conduiten manipulieren, dir wir aber auch keine Plantationen auf der Republik Futti machen. Und dann dir wir den Hund muss Kommissionen oprafen, das ist obligatorisch, das ist nicht so schwer. Anton nicht verloren auf den Spielplätzen, bei der Schule, an einer öffentlichen Plätze, wo Tönen verboten sind. Voilà, da geht ein im Chantier, und Dauerzeiten bleiben immer dieselbe, wenn ihr das geschafft geht oder wenn ihr nicht. Und dann den Sektor Reska, da haben wir keinen Fall, dass wir von Terrassen auf der Wapublik fahren, da gibt dann ein Perimeter vom Gemeinderat definiert, wo in der Terrasse kann abrichten. Das tun wir nicht, alle Terrassen sind auf privatem Terrain. Dann haben wir den Fett, dass es auf öffentliche Spielplätze geht, außerhalb von den Öffnungszeiten, die vom Gemeinderat definiert sind. Dann das Geschichte von den Pubellen, auch von den blauen Säcken in diesem Fall. Wenn die dürfen rausgestalten, also an der Theorie nicht 19 Uhr den Tag ihr Kollegen, da haben wir ein bisschen Probleme mit unserem am Gang zu schaffen. Wir machen nicht mit der Wallolux, mit den Betrieben, die dann die Wege nicht schaffen, aber am Ende des Monats der Ramassage aus. Und dann die Entreprisen, also die Entrepreneuren und Transportfirmen, die dürfen natürlich auch nicht bei ihren Chantien die Republik behindern. Und dann, die wir nicht ob Deis gehen, das bei Kanälen, bei Bassin, Weihern oder Flüsse, Bächen, just eben, wenn nicht autorisiert ist. Voilà, da denke ich am Resümee, was da dran steht, sind nur zu dem Punkt froh. Serge von Stift.
Ja, merci für die Informationen. Also mir unterstütze generell die Änderung vom Reglement und allerdings ein paar Ummerkungen dazu. Man könnte als Handschrift bei den Fraktionen 2 und 12 erklären, wie die Zeitspannen zu verstehen sind, so wie sie aktuell notiert sind. Artikel 2 und 12. Ja, das an sich die Sache von den Mähmaschinen an der dann das für die Chantieren. Du hast hier geschrieben, interdit entre 20 Stunden Dauer et Erdauer Moyes während den normalen, nee, also während 9 bis 7 also verboten während der Schafftisch, als Samstag also auch interdit zwischen 8 an Erdauer. Ja, also am Schluss seht dat dass der Samstag sech muss ophalen an mich spät recht du fenken. Ja, Ja, okay. um 7 fenken dir recht du fenken an du musst Erdo fertig sinn. Wann den do aber dann guckt an der Woche Freitag as hier um Ningauer also um Ningauer ab Ningauer so wie lo geschrieben hast, der will dann kann die man die will Landmaschine benutzen. Ja. Freitag so Ja. Wir dann net echt fir do hin zu schreiben, dass samstes, weil wann der Lo der Daltreglement guckt, du hast nämlich geschrieben, die Wochen dich wo interdit auf für de Weekend wo der erlaubt das. Auf Weekend das erlaubt zwischen Erdauer an 20 Stunden Dauer. An he als du dann wenn du nicht interdit hast, dass du dann aber nicht richtig was da steht. Dann ist das dadurch für samstes von 0:00 bis Moyes Erdauer interdit an von 20 Stunden Dauer bis 24 Stunden Dauer interdit. Ich meine das aber klar. Den Dokument schreiben das aber klar. Also generell das verboten zwischen Dengauer Oves und 7 Moes Komedizment. Außer Samstags und Götten im Samstag der Woche. Du hast verboten zwischen 20 Oves an Erdauer Moes. Ja, der Samstag fängt um 0:01 an. Also, die hat den Text geholt, wie das für die Drachtung, und da war es autorisé an interdit. Versteht ihr? Beim allen Reglement. Und nun ist es ganz klar so darstellen, von Samstags 0:00 bis Erdauer als der interdit, auch von Oves Erdauer, also von Moyes Erdauer, und auch von Oves Erdauer bis Oves 24 Stunden Dauer als der interdit. An Sonntag an Feiertag sowieso. Weil so, so können wir dann nur samstags schaffen. Mit der Mähmaschine. Da machen wir einen Mac-Light drauf. An der Woche. Ja, aber samstags als het von Davin bis 8 Dauer mooi is, zondags, aber zondags als het sowieso verboden. Ja. Also, dat soll doch nicht stehen. Ja, dann ist es nämlich logisch. Wir können das präzisieren, ne? Das ist kein Problem. Wir können so oder null. Ja. Ja, aber am Strafkatalog, also an dem Sanktionskatalog, schwätzen wir just von Infraktionen. Dafür muss man Interdiktion schreiben. Wir präzisieren das einfach. Wir sagen einfach interdit entre 0 Uhr an Erdauer und 20 Uhr an 0 Uhr. Dann ist es präzisiert, dann ist es klar. Ich hoffe, dass die anderen Gemeinden doch schon so gestimmt haben. Für was darf in Lo Milan, weil für drun war het von 10 bis 6 samstag dat in darf menen. Dan lo als het van 8 bis 20 Uhr, gleich wir noch gerne mal ruhig auf ihr Terrasse sitzen, ohne dass noperen die ganze Zeit was hier Mähmaschinen rumlaufen. Oder eben ausschlafen, ne? Weil ich weiß, aber all die Leute morgens um 5:30 müssen Abstoffe schaffen zu gehen, gehen dann vielleicht samstags auch vielleicht lenke bis länger schlafen oder auch Leute an die Jungen, die rausgehen, die gehen aber frei raus. Müssen sich bewusst sein, ne? Wenn wir das machen, ja, weil wir sind ja von Robo gewesen, dass Heinz du Firma muss samstags schaffen für 4 Uhr zu kommen, ne? Da fängt die recht, ich weiß nicht, wenn wir doch so um länger und 10 Uhr hin. Also ja, das gilt dann noch an der Straße, das gilt überall, dann ist samstags praktisch nicht mehr möglich zu schaffen.
Ja, es geht Ja. hauptsächlich über die Mir Mähmaschine. jo hai ja. Das ist nicht schon gehen. Wir so Mähmaschine. hauptsächlich die Mähmaschine, weil dann habe ich schon genug bei dem, wenn die Beladung um Dinge leitet, dann fängt die schon um Erde mit der Bloßmaschine. Also, es sind ob, ich denke, also, und die anderen Leute dann eben, wie gesagt, und Studenten, die ja oben rausgehen, ich fand, an eben noch oben, so denke, weil du auf der Terrasse siehst, das nicht, dass du nur bis Dauer am Gang hast, du mit der Mähmaschine zu mähen. Ich meine, Samstag schafft ja normalerweise keiner, kann das ja nur mit das machen und nicht unbedingt bis oben Dauer. Ja, also wie gesagt, dat hast diskutiert gin du van aner Gemenge mat dem Dger an war dat wo allgemein gesot gin ass dat vertretbar ist. Ich mein, war wie sonst du war kein Diskussion obwohl an einer Gemenge noch nach sondes moes Konzert am meien dat war bei net de hu alinéiert bei den des sonst mo sonne mi meien bon fir sams moes engem ze so Dir soll net eng see wollen an du es ma da ass nëmme kurz Nicht. Ich meine, da ging oder der Kompromiss Nengauer. Also ich weiß nicht, von Erdauer, dass ja wie wenn man an die Schule geht. Also wenn kann an die Schule gehen, da muss man Samstag auch schon voilà. Ja, an overs bis 8 Uhr fand ich auch nicht. Ja, Nee, das ist es kann auch bis 6 Uhr. Die Leute haben an den ganzen Tag Zeit für ihre Arbeit zu machen. Oder an der Woche. Oder, ja. ich verstehe dat méi wie gesot Samstag Schaftdag muss noch dabei wissen Samstags jour ouvrable das wedre Feierdach nach en anderen Dach hat den Eschleder ger lang den anderen so sag opdreht ich will schon net wie wat soll mache bis Scher dauer ass ich verstehe die Diskussion méi ha schaff man engem Reglement ich weiß net van mir so man Janer man so viel Diskussionen an den erst enger Men den einer se kann ich samstes bei freien Dach gi Jo ger schon muss beschaffen wir mcher net kann stimme Ja, ich denk mir so wie 2024 war mat dem vielen Reen mat dem wird grad alles so gewus als du speziell Firma an du samtes bei Leiit geméit an wann die rief um länger Rufhängen dann kann die Problem ich gif mengen dat doch vielleicht ausnahmen wann schon normal Rufhängt an noch ovens ja ofen das noch eng Sach wo am Fong holl net fre so lang soll Möglichkeit tun das net kann der Bank abhaken das normal aus zu akzeptieren das man Ausnahmen aber das net schlimm. Ja gut, fir dann weiter zu kommen hun dann noch eng froh am Dossier war Lokenner wie vun der Verkehrskommission. Hast du en wie gefrot gehen oder? Ich meine dat sind gesetzliche Bestimmungen können na wie froh wir können nicht andere das so wir können eng Diskussion feieren mi weit die war Auerzeiten méi Spielraum Hummer eigentlich net. Okay, merci. Ich meine, hatte schon de Pumols gefrot gehabt fir Rapportaktivité vu Pecher zu kreieren also Partner vom Agent municipal zu kreieren. Die Lächt war dass man das gife kreien allerdings net an enger öffentlicher Sitzung mirfle eng Welo, weil do wie sensibel Donne sind, das ja auch ganz klar so zu verstohlen. An Eisen an kann aber trotzdem an der öffentlicher Sitzung lo haut beantwort gin wat an Derbiszeiten vom Agent municipal sinn respektiv wie do et Verhältnis ass vun senger Funktion als Agent municipal an déi vum Bannheder wie en dat kann verstoen an wann en aktuell Situationun wees wat den Auerzeiten die lo angefauert gin, die schon nach immer bestanden och de weekend och fir d Firma Kontranten wann en dann wees dat den Pechert ausmolflecht den weekend Moat net weiter an der Gemeng ze gesinn ass muss en do awer sich vorstellen am grosse ganzen mat all de Chargen die lo dabei kommen vor mir als wéi den Agent municipal matzinge Chargen als Bannheder op den dann arriver Zeit genug huet fir se administrativtaschen an da habe ich um Terra fir de könne professionell auszufeieren. Also mir hun schon gesot da ste noch zo zum Mols van die neue Chargen a betrucht gezogin wäre dann neisen nëmmen normal fir ha am Interesse vun der Sicherheit vun de Kanner
a vun eisen Awohner eventuell run ze denken fir een zweeten Agent municipal anzustellen, weil den Erbispensum hëlt net doof an mir wësse joch wie d'Leit opbausen eben an sech sinn a reagieren. Merci fir déi Stellungnahme. Ich mein Kreation vun eng Poste fir Agent municipal steht haut dem Programm, mit das awer gut den Avis do zu hunn an zu wëssen. Ich mein, dat liegt dat eng future Diskussion, wann man dé dann hunn zuelen hunn ich och méi vielleicht ma dat an oder Sitzung, weil da kann man dem Jo iwwer einer Sachen nach diskutieren, so wie man gesot mit zuelen hunn ich op jeden Fall. Nora. Just zwei Sachen. Da den du hast ja gesagt, dass du Friedefeier mat dran hast, das könnt nicht ganz, also mir uns nämlich gefroht, dass für mich das nicht automatisch, nicht mehr einfach für Artifice dran schreiben, weil da steht Lacrymogen oder Knupperten oder was auch immer. Also das leider effektiv, ich meine, die meisten Leute, wenn ich für Artifice dran schreibe, da verstehen sie auch, dass das Friedefeier ist für Najosch da, dass das etwas. Und dann schreibt eben bei den Muppen, was ja ganz richtig ist, also soll die Exkrementer abbrachen, mit der schwätzt am Artikel von Hundbesitzer. Am Menge froher sind, wie es da bei den Dog-Sit, aber bei den Dog-Walker, wir sind denen auch mal dran schreiben. Weil die gehen einfach mit Muppen tröppeln, und da können wir ja wohl nicht den Besitzer da bestrafen, weil die wissen ja nicht, ob den Dog-Walker, den Dog-Sitter geschafft zu den Muppen nehmen, also einfach vielleicht nicht nehmen Besitzer, mit dann noch ein Kehr den Dog-Sit an der Dog-Walker mit dran schreiben. An von den Chantien, die schreiben da eben Dauerzeiten, man kann nur nicht irgendwie auch Leute verpflichten, dass ein Chantier muss zeitgerecht fertig gehen. Also schwätze von dem Chantier auf der Hauptstraße, wo die Eispiste dran ist und die schwimmen. Also dann irgendetwas auch da abfeiert, dass dann aber Strophe kommen, wenn da weiter nichts geschieht. Wenn ein Faida so oder was auch immer. Wenn da im Reglement dran steht. Direkt vielleicht, wenn es aufreißt, was will ich. Also voilà, das ist eine Suggestion. Das ist merci. Ich meine, wir haben die Texte so überholt, wie sie an der Zirkuläre dranstehen, so wie sie vom Minister proposiert gehen. Bon, für Artifice, also vielleicht den Begriff, den im Schreiben das also abgezählt, mit technischen Begriffen, was das alles beinhaltet. Du hast recht, sie vielleicht Leute, die Terme nicht verstehen mir. Auf der anderen Seite, wenn ich dann noch auf den nächsten Punkt komme, wenn es da vielleicht ein Litige du hast für einem Gericht, da sind aber vielleicht die technischen Begriffe besser und mehr präzise. Wie gesagt, ein Text ist so viel. Ja. Voilà, so ist das selbst mit den Hunden, da steht Detenteur, als da der Proprietär, als das nicht linkt wird. Auch da ist nicht Jurist, aber ich meine, dass den Text schon so gemeint ist, dass jeder Verein den mit einem Hund können oder mit mehr Hunden können, und da Kommissionen und Trottoir sind, da kann der noch eine Kontroversion kriegen, da kann er ja dann reklamieren und dann decidiert der Richter, ob er da gemeint war oder nicht. Also ich meine schon, dass ein Text so zu verstehen ist, dass dann eine Sanktion administrativ fällig ist. Mit dem Bauplatz, wo das Wasser da steht, mit Reispiste, also da ist auch kein Problem vom Reglement. Wir gingen gerne etwas mehr, wir haben etwas gemerkt, wir haben den Code gefragt und so weiter. Mit dem Kurateur, der sieht, das wäre nicht mehr seine Responsabilität. Auch da müsste man dann einen Prozess ausstreben, für das dann ein Gericht decidiert, ob das noch am Kurateur seine Responsabilität ist oder nicht. Der Kurateur sieht, ich meine, das finanziell, da waren irgendwelche Mesuren zu holen sind, dann an das kostet etwas, da können da ja mal die Rechnung rausschicken, ob wir dann etwas remboursiert kriegen, das ist dann ein gerne froh. Mir auf jeden Fall sehen, dass da ist nicht schon keine Responsabilität, dass der Chantier so ist wie das. Geriert den Patrimon finanzieren Schulden an die Sachen. Ne? Ja, sehr schnell. Ja, ich habe auch kein Froh mehr, eine Suggestion, wo wir lo beim Gemengereglement sind. Wird keine Idee für das Gemengereglement auch bei der Homepage zu setzen, dass das Publikum da doch kein eventuell konsultieren darf. Ja. Also wir gucken immer alles zu veröffentlichen, wir sind noch am Gange, also noch nicht am Gange, weil wir im Moment
net vollzählig sind wir werden noch bisschen den Sit überschaffen, dat bisschen Form bringen, dass Richter rümpfen am Prinzip publizieren wir alles, also Budget steht auch op der Internetseite, weil ich so Sto aber eng Felicitation dass man so transparent sind mit Reglementer gehen noch dahin ganz richtig, wir sind noch am Gang ein Projekt schaffen. Zu Pensionen, die in am Nordschiedsbereich zu regroupieren, Reglement zu machen, was man dann noch veröffentlicht werden soll. Die Leute sollen so einfach wie möglich die Informationen fahren. Du hast noch ein bisschen Arbeit zu machen, aber das soll aber eine Selbstverständlichkeit sein. Der fand ja auch den Pegel von der SIR von der Rohrer bei der Internetseite. Ich weiß nicht, von der Development durable geht, da muss aber da das Menü abmachen. Da könnt irgendwo O, in der O fand er dann noch den Pegel von der SIR, auch ganz interessant zu gucken. Voilà, wenn dann keine Frohen an mir gemacht sind, da gebe ich froh, dass wir darüber aufstimmen und da fängt man mit dem sauber Jules an. Ja, mit der Progression von Jules, ja. Dein Serge? Ja. Treisen Paul? Ja. Belsch Nico? Ja. Hartmann Jean-Marie? Ja. Aisha Serge? Ja. Rogerini Nora? Enthalen. Kaufmann Jamp? Ja. Kaiser Andy? Ja. Nagel Anne-Marie? Enthalten. Anne auch. Also ich enthalte mich nicht, ich bin dafür. Merci. Also wenigstens in our Zeiten, das wollte ich wissen. Immer zur Konfirmation von 2 Verkehrsreglementen. Also ein Reglement hatte man schon auf Not de Jour, ein zweites recht noch geschickt. Als das so an der Reihe oder so mal aufstimmen, dass wir das beisetzen. Dann ist das so an der Reihe, dass man direkt über die 2 dann diskutieren, da den das einkehr an der Reiter Stroß, das hat mal beigesagt und zwischen dem Haus 47 also um 232 wie deux Tranche zu Straße und das wenn zum Chantier von der Post die dann Deel was du müssen so man dann noch mal Lute Regeln für ihr Abischen zu machen am Kader von Glasfaser an den dann anderen Reglement das eben das an der Hauptstroß an der Ausfahrt Minzburg auch Post a Kreos, wo am Moment am Gangen als Kreos hier Uschluss fertig zu machen an dann aber Post nach muss Schacht setzen, wo Probleme mit der Platz sind, du wirst man ja nicht auch wie lang dat Fi geht ich so und dat war einfach zu so dass ein Chantier mit lauter Probleme. Also wir hatten da auch lieber, das ging mit zügig gehen. Und wir gucken noch, ob ich nicht mit der Lute nach besser anhängen kann regeln. Wir wissen, dass es im Moment relativ zurückstaut. Ne? Das ist zwar der Fall, dass es dann auch besser geht, auf der Kreuzung bei der Barriere, aber da oben ist noch relativ viel Stau, an den auf zu wenigen Zeiten, dass ihr wollt an die Gemeinde fahren oder rausfahren, dauert, muss in Zeit mit errechnen. Voilà, die Reglementer gehen dann bis den 30. April, das an der Hauptstraße zu Minzburg, und das ändert bis den 30. April auch. Ja, Serge. Ja gut, bei dem Chantier zu Minzburg muss ich sich an sich eng vorstellen, wie du schon das Chantier am Laufen war vom Klapp, als Post doch gefragt, die Firma zu machen. Tun sie aber demals nicht gemacht. Und lo hat man dann andere Menge op, eben weil sie nicht mitgemacht haben. Da muss ich einfach auch vorstellen. Ne? Und da muss ich wer in Hand habt, der sind kann hun, für vielleicht mehr Druck zu machen, wenn man nächstes Jahr Chantier hun, dass alle Guten die Entreprisen, die do Kabel lehen sollen oder Infrastrukturen lehen sollen, für die den Hut zu kriegen. Ne? Das ist nicht so einfach mehr, muss wahrscheinlich mehr wie ein genau gehackt gehen. Merci. Sonst nach Frohen oder Remarken? Nicht, dann gehen wir von Stift darüber aufstimmen. Sauber Jules. Mit der Progression von Jules, ja. Dein Serge. Ja. Treisen Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Kaufmann Jamp. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Anne auch. Merci. Gehen wir zum zweiten Punkt, Finanzkommunal. Und da gehen wir erst den PPF vorstellen, und das möchte Serge. Voilà, ich meine, da möchte ich den PPF-Wenker ab. Wie immer ist der PPF ein ganz
schweren Exerzice vielleicht nicht mehr, das aber ein ganz vielsichtigen Exerzice, weil da war ganz viel Blick an Glaskurve, als wir rausfanden, wie viel in der Niederau soll androhen. Ich meine, es sind verschiedene Projekte, die haben wir definitiv zuhören, da kommen wir mal Richtung RPD, wo zuhören ein bisschen wie fiabel sind. Bei anderen Projekten sind wir mal noch nicht knapp zum Niveau vom RPS, da haben wir zwar auch echt Schätzungen von dem Büro gekriegt und dann bei anderen Projekten dann als das Projekt, was man da will realisieren bis 2029, 2030 und du hast dann wirklich echt eine ganz graffe Schätzung vorgesehen. Ich meine, die gesiedet und mein die Übersicht gehen also ein Resultat ordinär auch finanziell, die klemmt von 2025 8 Millionen geht in aber bis ab 12 bei 13 Millionen für 2030 mit den Schätzungen, die vom Innenministerium kommen, wird das viel gesehen ist. Da muss ich dann natürlich aber so, wie das mal, wie man nur gesehen nicht leicht Emprunt kommen, dass en fin de compte, wenn man die ganz Dette finanziäre oder die Dépenses finanziären, die mit den Emprunt zusammenhängen, mit der Kontoellen, da sieht ihr dann den Linien ein bisschen drin, da haben wir dann die 8.266.000. Dat do den Mont an der Hexens opgeht am Resultat op 9,8 Millionen Iwerschoss, dem am ordinäre Budget iwrech hätten, wann Dépenses finanziäre bis aufgin. Dat bisssen zu der Entwicklung vum ordinären, do hummer noch viel ajustiert aus eben die Konstitution an Makroökonomik vum Innenministerium mat ran ze fließen zu losen. Dann wat méi interessant ist, dass dann beim extraordinären wat man dofir gesinn hunn schmengen do gesi dat die Evolution bisssen dat man bringen die 22 Millionen 547.000 mal gesehen hun dat du aber all Joer ganz konsequent Motto gesehen fir dat ich bisschen zu resümieren wat man aktuell gesehen vu größte Projekten ich mein, du hast engerseits den neuen Dörfkehr du als gesehen den Bau von der Extension von der Gemeng plus dann eben die Embauten, die an diese Gebäude muss gemerkt gehen, plus dann Verbindung mit den Scouten, also die gesamte Projekt mit all den Freidetüden an Aménagement exterieuren, die dafür gesehen sind. Du haben wir angedroht bis 2030 Gesamtkostenpunkt von 26 Millionen Euro, was das zum Stand aktuell was envisagiert wird, was das gave kosten. Da sind wir geschwind not run oder engem APS-Projekt dofir auch viel gesehen fir mehr eng Erbesitzung zu machen, wo man hier den Projekt nach mehr im Detail vierstellen einmal an die weite Ausschaffung vom APD gehen oder Büro an die Ausschaffung vom APD, wo wir stehen präsentieren. Das die 26 Millionen das dann eben für die Gemeng auf Scouten hauptsächlich an du hast aber auch schon ein bisschen Freidetüden bei vier gesehen für die Zweitfeste dann eben halt Platz an eben hauptsächlich neue Centre kulturell. Wo de Chantier war secher net 2021 ugeet. Du hast ganz schwer so, wo Subsidien higin mir 4,5 Millionen fir gesinn, dat war wirklich en ganz Kraftschätzung, man gar keine Indikationun vom Innenministerium aus, dat du hast dat Innenministerium awer wat zu positiv als Gemenge aus am Gang as die schaffen, da se net nimme nach nur der finanzieller Situation vun der Gemenge guckt, wie Subsidien ze rechnen, mit dann vu allgemeng soll bis nämlich behandelt gin, weil allgemeng brauch jo auch eng funktionierend Gemeng. Und dat die Subsidien dann nämlich an Funktion von der Situation finanziell von der Gemeinde gerechnet gehen. Aber das ist aber ganz unklar, wie viel du effektiv subsidiert wird gehen. Dann das nächste größte Projekt, das ist von dem Ausbau von der Schule, also alles was das Konzept vom Masterplan von der Schule fällt. Da sind wir am Gang, da hatte ich schon das Projekt von dem APS von der Schule vorgestellt, geht von dem nächsten Ausbau. Du hast den PD am Gang ausgeschafft zu gehen, den hoffen wir auch noch am Frühjahr am Gemeinderat zu stimmen. Du wird den ersten Teil, den nächsten Ausbau, den du hier gesehen hast, 23 Millionen kosten als aktuell geplant, plus dann 1 Million für den Umbau für die bestehenden Gebäude, die du schon sind und die bestehen bleiben. Dann hast du auch am Budget 4 gesehen, die provisorische Schule als auch integral am Budget 4 gesehen bis 2030 und du sind 12,5 Millionen Euro mal 4 gesehen. Du haben wir ein bisschen eine Kraftschätzung von dem Büro d'études, die ihr seht, dass wir plus minus mit 6,5 Millionen Subsidien können rechnen, die wir noch vorgesehen haben bis 2030. Du hast doch so, dass man in Zukunft immer wetten, also in der Vergangenheit war das immer so, weil das finanzielle Situation der Armee steht, dass man immer gesagt hat, wir freuen Subsidien, du wenn Projekt aufgeschlossen sind und dann haben wir so reich ausbezahlt gekriegt von Subsidien.
Van de Projekt aufgeschloss war an Zukunft werden man bei alle Projekte immer an den Konventionen für Subsidien negociieren, für dat man können schon Avance kreen, für dat man auf fürer mesure schon die Sue noch rakrä, für die dann mal op de Projekten zu finanzieren an den Deel, dann eben man muss präfinanzieren. Dann aus den Projekt vom Ressourcencenter mat CGDiscasser plus de Bâtiment administrativ vom SIAS, du hast so dat man aktuell eng rund 7 Millionen für den Deel Centre Ressources plus Bâtiment administrativ, das ist dann als Kontribution zu dem ganzen Projekt viel gesehen hun an dann 4 Millionen für CGDiscasser, dann noch als ein Deel just wäre. Also das auf den Netto, was mir müsste bezuelen par rapport zu den zwei Projekten. Dann wird eben ganz klar gewusst, dass die immer am Dezember gestimmt, dass eben die neue Recherchezone für den Campus Scolaire Bistrü de Verger mit der Erneuerung von dem Rehwasser. Da sind dann die 10,5 Millionen, die dafür gesehen sind, die sind integral auch an den Budget H4 gesehen. Was auch viel gesehen hast, das alles verdürfen im Rot, dass ich meine, du jeweils Terrain kauft, die Akquisition von den Terrain, die dafür gesehen sind, die sind am Budget natürlich viel gesehen an PPF, aber auch insgesamt sind. Und da viel gesehen, für alles, was im Rotdorf von Infrastruktur kommen, soll hier kommen, für bald 20 Millionen haben wir dafür gesehen, für dort zu investieren, für dort die Infrastrukturen zu machen, die man da realisieren, notamment als ein Atelier kommunal. Und ich meine, auch da wird man die Arbeitssitzung von der Evolution am Netz zu machen, hier weiter Informationen geben, wo den Standards für diese Planungen, was man da können auf den Terrain realisieren, was da vorstellbar ist. Voilà, das natürlich immer noch weiter als Investment für die Südest, wo man da muss in der Partizipation von der Kläranlage bezahlen. Ich meine, da sind dann 7 Millionen viel gesehen, das war immer gesagt, von 1,5 Millionen bis auf 6 Millionen. Entretemps hat man aber gesagt, für das Jahr schon, dass man 2 Millionen überweisen und nicht 1,5 Millionen. Ich meine, da war bei der Ausschreibung so, weil ich weiß, dass das Budget relativ depassiert war bei der Ausschreibung und da auch Negoziationen am Gang sind mit Subsidien. Das ist auf alle Fälle ganz substanzielle Budgetsposten, den auch du hast, auch wenn man da noch nicht die definitive Schild voraus, den wir mussten dann dabei lehnen. Was auch viel gesehen hast, dass eben dann der Bau von der BWelt, also die neuen Infrastrukturen für den FC Münzburg, ich meine, da hat man schon angekündigt, da man muss nach einem Devis supplementär nur stimmen, den hast du viel gesehen, und auch der Bau von einem neuen Trainingsterrain, also, und den halt den PPF auch mit dran. Dann vielleicht erwähnen, weil dann noch eine große Posten hast, ein Reaménagement von der Rue de Tranche zu Straßig. Da haben wir auch über 2,5 Millionen viel gesehen, aber recht relativ zum Schluss von der Periode, weil das Projekt aber recht ganz in der Anfangsphase ist, für den auszuschaffen. Und da möchte ich einfach gucken, dass der Verkehr erstwedig als Gemeinde kann laufen. Voilà, ich meine, das sind ein bisschen die ganz großen Projekte der Vergür, die in unserer Gemeinde stehen, wo substanziell mussten zur Verfügung stellen. Und ich meine, da sieht er dann auch an unserem PPF, dass man dann aber Term werden, nur den aktuellen Schätzungen bis 2030 53 Millionen Emprunt müssen abholen. Das ist natürlich das Gesamtmonat davon Emprunt müssen abholen. Davon fängt man dann schon die Lohn zurückzubezahlen. Das ist der Gesamtmonat davon. Also Nettverschuldung ist nicht so hoch wie das, aber das ist aber doch ein immensen Monat, den du viel gesehen hast. Aktuell, wir hatten schon gesagt, das Budget 2025, die schließen mit einem Boni von über 2 Millionen auf, normalerweise. Oder ich dann nach mir, hoffen wir mal. Und gesagt, so aus, wie man mal kleinen Anpreis 2026 müsste machen, mit der optimistische Schätzung, dass man mit all diese Projekte noch wirklich gut kommen. Und ich meine, wir wissen ja alle das, wie das mit den Autorisationen und der Genehmigung, dass das nicht immer so einfach ist und nicht immer so sehr viel geht, wie wir das wünschen. Aber am Idealfall hätten wir gerade so gerne, wir gut 4,0 diese Projekte, und wir müssen da schon 2026 schalten. Das sehen wir dann, wie Zeit das wird bringen. Voilà. Voilà. Und nach Frauen heute auch, das können wir mal gerne am Streck kommen, dann kann ich auch weiter Erklärungen geben. Ja, sehr schön, Gift. Gut, wir wollten uns fragen, ob möglich ist, für den Finanzplan geschickt zu kriegen. Das war ja vor 2 Jahren eine Suggestion von Herrn Welsch. Da ist so gefragt ging und du hast auch von ihr aus gesagt, dass es kein Problem für den Excel-Fichier zu kriegen. Aber mir so eine Schimmelsmession 4 aus vom kriegen.
Also mir checken ich Zahlen zu an den Excel als relativ kompliziert, das nicht evident auszufüllen und nicht evident zu benutzen. Mit Zahlen kriegt er aber so, wie man so halt präsentiert, und das ist kein Problem. Sind sonst noch Fragen? Nee, okay, mehr ich meine, muss ich noch de Fett gucken, dass das letzte Jahr oder das letzte Jahr just hier an der Welt gefragt ging, da war ja auch ein anderer Chef oder am Platz, und wir hatten auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt schon darüber geschwärzt gehabt, und für uns wird das kein Problem gewesen zu machen, auch für den nächsten Tableau zu checken. Da habe ich just nie gescheckt, just steht, dass man das richtig so, also ich meine, das ist richtig, mir noch viel gefreut, mir gut, und dann richtig, ich habe ja für drüber gesagt, es war für die Wahlen, und lo als mittlerweile eine andere Equipe, ein anderer Chef. Ich meine, das ist so nicht das Problem, den Excel zu checken. Aber was man nicht können machen, dass wenn er nur an den Excel einer Zahlen getippt gibt, Szenarien, und dann werden wir frohen, und da wissen wir nicht, ob wir Zahlen, dass wir alles passieren. Also wir müssen als eigentlich eins sein, dass wir Richtstellen für die Version, die wir haben, präsentiert tun, und nicht für irgendwelche Varianten, die man irgendwelche anderen Zahlen, ich meine, das, wenn nach dem Verständnis das machen, dann ist das kein Problem. Aus sich sind die Zahlen da, wie der Schafferrot präsentiert wird, was dann nur am Excel geschieht. Ich meine, da muss ich verstehen, können wir keine Responsabilität mehr dafür überholen. Ne? Ich meine, das sind ja Dokumente, die in dem Moment Gemeinderat Conseil kriegt, und die wird bestimmt kein Unfug da machen. Und wir gehen noch mal einem Excel 1, also von da aus hier. Wir brauchen, ich meine, das ist eine Decision. Okay, merci. Da kommen wir bei den nächsten Punkt, ein Programm von der Feldfeer für 2025, und du seht den Andi als Verzahers. Merci. Ja. Merci, Claude. Guten Abend, alle gut, von meiner Seite aus auch. Bei diesem Punkt dann geht es eben, wie gesagt, um die Approbation von dem Feldfeer-Programm für das Jahr. Wir haben noch 3 Devir von der AStA gekriegt, das Jahr für die Erneuerung und Stabilisierung von eben verschiedenen Feldfeer. Als echt für mal den Feldfee, den Trüdler Forêt zu Alschütter, amerikanischer Straßverbund, genannt auf dem Lausat, die Erneuerung von dem Deal an der S-Kehr von dem Feldfee belebt sich auf 67.000, du siehst da, denke, belebt sich auf 67.250 Euro TTC, 17%, für eine Länge von 130 Meter an eine Fläche von 535 Quadratmeter. Den zweiten DW wird dann zu evasieren um Freiersbiersch. Das ist dann, wenn den Handen zu evasieren beim Kreckelsbiersch Richtung Gemeng Betzter gehen, heimist Duverflächerprofilpowder erneuert gehen, so wie der Kotement stabilisiert gehen, und das Abbestand belaufen sich auf 31.750 Euro TTC, 17% für eine Länge von 55 Meter an eine Fläche von 206 Quadratmeter. Das ist also auch just für den Teil, den auf der Gemeinde Schütter natürlich leid, mit mir Hund zu Betzter nur gefragt, ob sie auch Interesse hatten, für auf ihrem Teil vom Weh dann auch ein Abbestand machen zu lassen. Und dann der letzte Wie wird dann auch neu heißen Allebirsch, also den ewigen Teil von dem sogenannten Zickzack-Weh, der Verbindungsweh von der Rue de Sanningenhof und Rue du Parc. Hier geben sie Stabbestand um 40.000 Euro TTC, 17% belaufen für 170 Meter an eine Fläche von 680 Quadratmeter. Und das wir haben wir auch und die Landwirtschaftskommission geschickt, dann noch ihren Avis favorabel dazu kriegt. Das 3 Feldfeer goufen auch von der Landwirtschaftskommission gefroht. Just die Feiertpropos von hinnen als nach net von der Astertrick behalle gin, weil nach Detailfroen müssten geklärt gin an dat Fall zu evasieren am Kirber. Mir auch do werd man so sehr wie möglich können ha an de Gemengerot kommen für dat können zu stimmen. Also kommen man dann mit den 3 DW am Total von 140.000 Euro. Von du nach froh wären. Vollwandgift. Ja, genug von meiner Seite. Just die froh, was den Allebirsch betrifft. Du hast ja auch noch immer ein Depot vom Chantier von der Rue de Senningen, den auch noch nicht ganz aufgeschlossen ist. Wie war das, dem muss festgehalten oder BDW, den hast du ja viel benutzt vom Entrepreneur. Durch die ganze Arbeitsstellen. Du hast froh, ob sie stellt, was gemeint, du soll überholen, was nicht überholen. Als das aber durchgezogen, will man wissen. Und dann bin ich noch die froh, 2022 war noch erwählt sind bei der Efeldberg war auch von der Landwirtschaftskommission an ihrem wie man gefragt gehen du hast wieso immer nicht geschieht die weh der das mittlerweile auch ein bisschen ein Gefahrpunkt
weil aber viel schwer gefährdet drüber fuhren als Beispiel Moment für die Fichte du viel River der Moment weil Hand an der Bösch fehlt, da wo du nach die Konvention aus die Servitude aus iwwer die wies fir han an der Bëger anzufuhren an van bricht der ganze Butik dat summmen ass leng saliert sinn den Dave Grof an Wasser schwammt dat immer mé aus vorstellen op dat netgin ass. Ja, merci mal dafür für den nächsten Punkt. Ja, wir haben da doch im Schirm mit der Baufirma, wir sind auch in Kontakt mit ihnen. Sie sind also auch zugesucht, dass sie für den Schritt noch werden abkommen, den sie gemacht haben. Was du wichtig zu verstehen, dass wir stimmen haben, wie an Hanno, was die Ausführung von dem DV von den Abschnur geht, so dass das da muss die Ausschreibung machen. Und die Firma, da kann sich entweder beteiligen oder selber so wir überholen einen Teil von den Kosten. Mir geht ja hauptsächlich den DV, dass wir als Gemengerot auch verstanden sind, dass die Arbeiten da können gemacht gehen. Die Ausführung ist nur effektiv von der Ausdauer, wie das geplant muss gehen. Den zweiten Teil mit Wölzend, den hast besonders nicht von der ersten Trickbehalte gehen, also wir bleiben da der Hand, dass den dann einfach auch soll gemacht gehen, so wie das dann noch viel geschlagen von der Kommission. Gut, Sandra, merci. Ich will präzisieren, dass die Firma da auch ihre Responsabilität muss überholen. Für das, was eventuell Futti gemacht haben, also am Kader vom Chantier heute müssen aménagiert gehen, also sie müssen da schon ihre Responsabilität überholen, entweder über die eine oder die andere Manier. Ja, sehr spannend Schrift. Ja, ich meine, das ist ja ganz klar, dass ein Entrepreneur, den du schafft in sein Depot nach immer hat, den an sich schon Kind schon supprimiert sind, dass die ganz klar muss für die Freien abkommen. Und gut, ich denke, den Punkt hat man wahrscheinlich nicht müssen am Budget mit gesehen, weil das ja ein Entrepreneur schließlich für die Gesamtkosten abzukommen. Und ich denke, da sollte Gemeng jo am Prinzip eine Garantie hun dat soll vielleicht dann mehr behalen, dass die nicht ausbezölke nie dass de Wehren proper ist. Ja, merci. Wann sost du kein froh mir sind, da gibt man über den Punkt aufstimmen, wann ich Cliff Zauber Jules. Und der Progression vom Jules, ja. Tein Serge. Ja. Faisen Paul. Ja. Falsch Nico. Ja. Amon Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Kaufmann Jamp. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nageland Marie. Ja. Anne Joch. Merci. Gehen wir beim nächsten Punkt, den wir machen, also den Personal eigentlich möchte, wie man für Union oder wie sie für Union diese Date und der Platz von einem Kado an über den durchschwätzten Andy. Ja, merci. Also bei diesem Punkt geht es dann, wie schon gesagt, am Kader vom Dîner de Nouvel An, wie all Jahres, also dann so, dass das Personal auch das Jahr freiwillig darauf verzichtet, auf ihre Cadeau de fin d'année, aber will das so nicht für guten Zweck spenden. Auch das Jahr geht dann da und zwei karitative Assoziationen für ein Total von 1500 €. Du wirst dann einmal einen Don von 750 € und den Kanner Jugendtelefon. Was machen sie? Sie beraten und unterstützen Kanner und Jugendliche sowie denen hier Referenzpersonen bei ihren Doléanzen, tägliche Fragen, mehr auch an ihren Ängsten, Problemen oder sogar noch an Krisensituationen. Du willst doch mal direkt profitieren, dass falls Gebrauch von ihren Services will machen, so kann ihn sich auf der Telefonsnummer 116 111 melden. Die anderen 750 € wären dann für das ASBL Kinako. Das ASBL engagiert sich für schulisch, sportlich und kulturelle Projekte an den Townships zu Kapstadt und Südafrika mit speziellem Material für die können zu unterstützen. Aber weil die offizielle Überreichung schon der 6. Februar ist, wo dann noch die zwei Assoziationen sowie Personal dann noch vertreten werden sind, holen wir den Punkt dann haut schon auf den Ordre du Jour und nicht am Kader von der jährlichen Don Courant, die wir normalerweise am März stimmen. Bei diesem Personal dann noch von dieser Seite aus noch einmal ein ganz großes Merci, dass sie ihre Cadeau de fin d'année für karitativ Zwecke benutzen. Merci. Gehen du nach Frohen? Ne? Da können wir direkt drüber aufstimmen, wann ich Cliff Zauber Jules. Mit der Progression vom Jules, ja. Tein Serge. Ja. Faisen Paul. Ja. Falsch Nico. Ja. Amon Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Kaufmann Jamp. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nageland Marie. Ja. Anne Joch. Merci vielmals. Da kommen wir bei den dritten Punkt. Da geht es Remplaceur von einem Member am Office Sozial.
Ich meine, ihr wisst alle gut, den traurigen Tod von Lilian Ries Leider, den noch ganz rezent ist. Ich meine, kann ich nicht dax genug so, und Lilian hat einen enormen Ersatz für das soziale Leben. Und hier war dann auch so ein Platz, wo hat voll erfüllt wird am Office Sozial. Und wir mussten nur eine Person nennen, die sein Mandat dann fertig möchte bis an 25. Wir hatten die Platz ausgehangen vom 1. Januar an der Leute Möglichkeit gehen bis den 21. Januar sich zu melden. Wir haben eine Kandidatur gekriegt vom Annelies Meyer-Jenschen. Ich meine, der kennt Annelies auch alle gut ganz gut, auch eine ganz engagierte Person. Und dafür geben wir proposieren über den Wortsekret hat dann als Vertreter von Schötter an den Office Sozial zu nennen. Jo. 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 An de lacht noch jo. Na de Bär dann mat 10 Stunden an den Office Sozial gestimmt. Wir sind zu zeigen, dafür wir 10 Stimmen. Voilà, merci vielmals. Dann gehen wir zum 4. Punkt, den avis concernant le projet de modification vom POS Aéroport et Environnement. Ich meine, die hat am Dossier gesehen. Was du da? Voilà, das Bildchen können wir. Wie die Situation vierdrohen vor. Man POS Findel, ich meine, da war auch eine Informationsversammlung den 19. November zu Niederlanden an der Präsenz vom Minister Maisch, wo noch Möglichkeit hat, sämtliche Fragen dort zu stellen. Es waren noch ein bisschen Leute dort, waren erstaunlicherweise nicht mehr Leute von Schötter da, von Niederlanden waren keine Leute da. Die haben dann noch wenig Fragen, ich meine, das war ganz legitim und normal Fragen. An das ja so, dass am Anfang die Anwendung vom POS eigentlich kohärent ist mit dem Plan sektorell für so Aktivitäten, wo dann eben noch Potenzial ist oder der Staat eigentlich auch viel gesehen hat, dass bei uns dann eigentlich erweitert wird, wo wir als Gemengen ja immer der Meinung waren, dass man da nicht dagegen sind prinzipiell, aber da sein aber Mist gucken, für die ein bisschen aber auch Probleme von der Mobilität für die Lösungen anzubieten, dass nicht auch, wenn du developiert wird, die Leute, die dann in Zukunft so schaffen werden, alle gut mit ihrem persönlichen Auto dann da hinkommen. Voilà. Für uns bringt das aber auch kleine Probleme mit sich, weil der POS wird am Anfang auch die Zone definiert, die der BEP ist, also die ist eigentlich nicht mehr durch der BEP, dass sie am POS so definiert, dass wenn den aufgeholt wird, dann ist die Zone eigentlich nicht mehr definiert, das heißt, wir müssen dann noch eine Anwendung von unserem PAG machen, für sie zu klassifizieren, für das wir auch können die Projekte machen, die wir da vorgesehen haben. Voilà, ich meine, das steht an unserem Avis alles dran. Und für den Rest gibt wir ein Avis favorable gehen, für die Projekte zu machen, weil da einfach nicht mehr kohärent ist an der POS finden, der besonders so, wie das Plan sektoriell eigentlich vorgesehen. Gehen nicht zu dem Punkt froh. Ja, Serge van Schlitt. Ja, ich meine, das ist wirklich ein gutes Sache. Du hast doch für gesagt, dass von die Aufänderung vom POS, dass du das Recyclingcenter wie auch mal rausgeholt wird, am Anfang geholt wird, in Zukunft die Planungen von dem Recyclingcenter an von dem ganzen Sitio nach mir einfach möchte, auch wird zufahrtswehr sind und so weiter. Wir werden nicht dran, wenn du geht, die Änderungen sind gemacht am Avant-Projet von dem Reglement Grandical notiert. Du hast für gesagt, dass die Insel Zonen industriellen, die am Plan sektoriell ausgewiesen waren, dass die da können
aménagéiert gin. Gut. Mal an sich als froh, sind do an sich nach de Marschen am Gang, respektiv Gespräche am Gang mat denen durch den zugemengen, die daran erschütter, wat die Erweiterung vun der Zone industriell betrifft, weil ich menge mehr hat die für de paar Joer und mir ganz klar bedenken zu dem ganzen Ausbau gehabt eben noch. Du hast ja gesagt, dass eben hauptsächlich auch den Trafik von den Gesprächen, von den Problemen wird gehen, aber sicher nicht sich wird verringern. Wir sind da nur nach Gesprächen am Gang mit Niederlanden oder wie gesagt, das mittlerweile aus. Also ich meine, wir sind am permanenten Kontakt mit Niederlanden, wir regelmäßig am Schafferot auch da Reunionen, wo wir über Punkte, die wir über nur de Jour festlegen, an die Aktualität sind schwätzen, aktiv, haben wir noch nicht und dem Soning da geschafft. Sie ja, als Projekt, den uns interessiert hat, das Lomo Recycling Center an CGDIS-Kaserne, und wir sind ja Maître d'ouvrage, und dass die Geschichte von dem W, was rezent ein Thema war, für die Beiz von der Göttin des Syndikats W, wo da war eine Konvention gibt, wo die Leute, man hat nochmal Präsident geschwärzt von dem Syndikat, die sind noch ganz sauber, das hat gesagt aus, dass das nicht ganz problematisch ist, zu gehen. Über so Thema haben wir geschwärzt, dann nur sie auf der anderen Seite, ein Promoteur, den du alles gekauft hat, was früher Karosserie Komisch war, und die ganze Zeit, da scheint es nicht so richtig für uns zu gehen mit dem Projekt. Wir haben da eine Affäre zwischen Tinnen und einem Promoteur oder umgedreht. Über die Erweiterung von der Aktivität Ökonomik haben wir die letzten Wochen am Ende nicht geschwärzt, also das war kein Thema. Gerne. Voilà, sind Nachfragen. Da könnten wir über den Punkt aufstimmen, sauber Jules. Mit der Progression vom Julia. Trein Serge. Ja. Treisen Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Und ich auch. Merci. Dann hat man da noch einen zweiten Punkt, das ist der Name von der Konvention de Mise en Œuvre vom Pakt Logement 2.0. Da gebe ich dem Serge nicht vor. Die Konvention vom Pakt Logement 2.0. Du hast vom Ministerium décidéiert gifir en zu machen zu der Konvention, dat ass an einer du sech och neicht extra ist, dat am Anfang just dat 4 Nummer 4 gesi war, dat die Stunden, die de Pakt Logement den Logementsbüro der extern, de mir hunn de fir schafft, dat dem se Stunden abgedeelt waren an den Kontingent fix an den Kontingent supplementär an am hun se einfach opgeleist, dat nëmi ein Kontingent de Bas an den Kontingent supplementär mit der nämschen Dinge aus der Tisch die nämmen Stunden, die fir schafft just, die net extra muss motivieren fir wetten se schafft an den Tarifer auch die nämlichchten en klein Formsach, die vom Minister ëmgeändert ginnners. Dafür gif mal bitte fir der Konvention oder dem Affen zu der Konvention zu stimmen. Serge eng froh. Ja gut, könnt reist du Merc für die Informationen, mir könnt reist du wann gelieft ein Bilan gehen von der Stunde vom Logementsbüro oder für die letzten Jahre und sich die Stunden, die mir zur Verfügung hatten oder die zur Verfügung waren, an ob die all genutzt gesehen, an wie ein Projekt das von ihm umgesetzt gesehen, konkret umgesetzt gesehen. Ja, also wir können das bei ihm nur freuen. Ich meine, dass schafft ganz viele an den dritte Stunden habt erschrieben und all die Modifikationen. Ich meine, nächste Woche eine Arbeitssitzung für ganz viele verschiedene Änderungen, die wir wollen anweisen. PHP-Quartier existant machen, als PHG muss machen, all die Arbeiten laufen direkt über die dritte Stunden. Es sind noch jeweils Projekte, die wir im Kader vom Plan d'Action Logement erreichen, die dann separat subventioniert gehen. Wir können da mal hingucken, für eine Ablösung zu machen von den Stunden, die effektiv geschafft gesinn, aber streng habe ich gefallen, fir du längere Summe vom Büro abgestalt zu kreen an die Stadt zur Verfügung stellen. Ich meine, das müsste man können. Nur froh. Nachfroen. Kein froh mehr. Gehen wir heute zum Wort. Sauber Jules. Mit der Progression vom Julia. Trein Serge. Ja. Tausend Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Anne auch. Merci. Da kommen wir zum Punkt 5, den Environnement et Développement durable. Da leider eine Konvention am Dossier, da ist es so, dass am Anfang der Umweltminister Klima und Biodiversität
ma Minister Serge Wilmes am Anfang bisschen assistiert huet, dass man so eine Konvention machen iwwer de SIAS lebt mat all de Gemenge Membern, die am SIAS sind, wo da nicht darum geht, dass wann der Staat freie subventioniert, dat könne 75% sind von Travaux d'aménagement oder von Etüden oder Gestionsfreien oder Freie für Conseil, an awer auch für d'Akquisition von Terrain an enger Zone protégé oder awer 50% für die selwecht Sujeten an enger Zone, die da net protégé ass méi immer wann den Terra akaft gëtt ebe fir Umweltzwecke, dat muss dann noch an den Nackt Stoe kommen. Da können Gemeng die Subside kreien, und zwar bis zu engem maximale Plafond von 500 € den den do bezuelt gëtt. Wir hun noch schon davon profitéiert, dat war fir net so formaliséiert, lo gëtt die Konvention an das lo anscheinend so, dass als Gemeng die do Subvention net mi kann kreie, wann net Member ass an engem Syndikat an iwwer so en Konvention aufgedeckt. Also mir hunn am SIAS praktisch sämtlech Gemengen aus dem Osten, die do Member sind, an Gemengen, die net Member sind am SIAS, die können dann noch net wie vun der do mesure profitieren. Wir können die Subvention do ze kreien, muss am Vierfeld oder nach wie frohen enke vum SIAS als Naturschutzindikat an enke vum Minister, also Erik Heft muss sich versichern, dass den Terra auch für Naturschutzzwecke kann gebraucht gehen er sinnvoll ass an Recht no wann dit so huet kann der kaufen an der wie gesagt, nach die Konditionen, dass dat muss an den Nackt geschrieben gin Eurorecht droit de Präemption fir de Staat wann den Terra enke gegen verkauft gin, du gëtt an Subventionen enke bezuelt mit Kinder juste Preise den den effektiv dann als Gemeng bezuelt huet wann de zu Sachen dann nur noch am Markt stehen, da krit in die Subvention sind du zo frohen Skrift. Ja, mir begreise ganz klar, dass Gemeng Terra käwet am Sinn vom Naturschutz. Mei Moon awer en klein froh. Giet do eventuell schon Ideen fir déi herno bewirtschaft gin? Ja, also ich meine, dat ass jo o bisssen noch Party vun dem Avis, den dann vum Naturschutzindikat geschriwe gëtt. Do gëtt da noch dra geschriwe eng Mesuren, dats miss nëmm gesat gin vun den Planzen, das hängt immer vun dem Steck of und hängt immer vun dem Ziel of, wo ihr da reche mit die Mesuren, die gin festgelöscht vom SIAS, vom Minister approuvéiert, an die mussten dann noch im Gesatz gehen. Gern. Sonst nach frohen. Nee. Könnten wir auch darüber aufstimmen, sauber Jules. Mit der Progression vom Jules, ja. Tein Serge. Ja. Teisen Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Kaufmann Jam. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Anne auch. Merci. Da sind wir beim 6. Punkt, Enfance Jeunesse. Und da geht es über das Jugendhaus beim 1. Punkt und dann Andy Schweizer ist darüber. Ja, also wie gesagt, bei diesem Punkt geht es um Konvention beim Jugendhaus, am Minister der Tutel, also dem Edukationsminister. Wie man gesehen, goufen net Licht Adaptationen, die firgeholt sind, so wie der Lot Kordonien vom Sitz vom Jugendhaus formalisiert goufen, da da auch alle Mesure, die Jugendhaus verholen an den Impact op de Budget huet, muss am Voraus Minister ugefrot gehen, an dat eben noch am Laufen diesem Jahr die 3 Parteien sich mussten zu Summe sitzen, wie wir verschiedene Modalitäten von der Konvention sich können zu konzertieren. Wir sehen noch, dass Funktionamentskächten Licht und Lut gehen von 20.500 € letztes Jahr auf 21.177 € dieses Jahr. Aber die Salarskächten haben wir auch ein Lichthaus von 141.392 € letztes Jahr auf 155.550 € dieses Jahr, weil du sich durch die normalen Avancemente bedingt, dass weil auch dort per Patronal mit dran ist. Summer dann lo en total o Kachte vun 176.735 € par rapport zu 161.892 € lächt Joer. An heift dann awer nach Emoldron erinnert, dat das 50% vun de Gesamtkachte vum Jugendhaus sinn, die aner 50% ginn vum Edukationsminister iwwerholl. Da will ich aber noch profitéiere fir po Informationen zum Jugendhaus ze ginn. Und zwar ist es so, dass das Jugendhaus während 28 Stunden an der Woche op ass hier einen sogenannten offenen Treff hun, wo verschiedene Aktivitäten Gebäude gehen, wie zum Beispiel Hausaufgaben, Hölf, Atelieren, Sportaktivitäten, aber auch verschiedene Sucht- oder Gewaltpräventivaktionen.
Mittwochs auf Freides organisieren sie am Kader von Body, Mind and Soul sportliche Aktivitäten an der Sportzahl. An DD organisieren sie dann noch über Mittelstunde sogenannten Campus Hopping, wo kann aus dem Cycle Feier von der Mesorolé den Abblick an Jugendhaus kreen. Am Samstags ging dann auch nach verschiedenen Kachaktivitäten angeboten. Den Durchschnittsalter von den Jugendlichen am Jugendhaus letztes Jahr belebt sich auf 15,62 Jahre. Aber weiterhin als Freides den Tag, wo die meisten Jugendlichen da unzutreffen sind. An der Moyenne sind nämlich Freides 14 Jugendliche da, Mittwochs der 12 von die anderen, die ich dann immer ein bisschen mehr. Also ich habe dann noch nach zu sagen, dass seit dem Lach während der Pandemie 12 von den Visiteuren kontinuierlich an die Blut gegangen ist und dass Moyenne auch immer weiterhin rauf geht. Das ist hauptsächlich durch die Kanner, die an der Mesorolé an der Mittelstunde neben den River gehen. Orelo an der Fußvakanz organisiert Jugendhaus verschiedene Aktivitäten, wie zum Beispiel ob Saarbrücken Shoppingtour zu machen. Sie gehen Lasergame spielen, an auch noch op Amniville an die sogenannte Snowhall. Auch nur der Vakanz organisieren sie nach Flotaktivitäten, auch für all das Aktivitäten kann ich sich noch bei ihnen ummelden, sowohl am Jugendhaus selber wie auch am Internet sieht. Und da will ich dann einmal profitieren, für von dieser Platz eine große Merci und Jugendhaus zu gehen. Enke und Edukateuren, weil sie wirklich ganz aktiv, also sie sind noch immer mit dabei, von mir als Gemeng etwas organisieren. Wir brauchen sie, sich nicht mehr zu freuen. Wir auch eine ganz große Merci und der SBL selber für ihr exzellente Zusammenarbeit, wo wir mit ihnen tun. Voilà. Und du noch froh wären? Ja, Serge van Schrift, merci Andy. Ja, merci Andy für die Explikationen. Wo an sich eine kleine Ummerkung auch, also für das und noch für die zwei Konventionen, die loher no kommen, die von Enfants scolarisés und non scolarisés, da wäre es flott, für eventuelle Vergleichstableau zu kreieren. Du hast gesagt, Chiffren von diesem Jahr auf dem letzten Jahr, vielleicht ein Vergleichstableau für die drei letzten Jahre an sich dann. Und das für dann am besten für uns auch für informativ, für die Informationen zu holen, für die auch dann eventuell an Dossier zu legen vom Gemeinderat, dann nur den an sich schon ein bisschen die Entwicklung von den Kästen am besseren machen. Merci. Okay, merci. Machen wir, merci. Also die müssten noch am Budget in den jeweiligen Artikeln, ich nicht ganz sicher, am Kommentar der Budgetär steht immer eine Historik. Oder bei der Mesorolé sicher, am Schwengen beim Jugendhaus auch, da fand ich immer den Historik von all Jahren. Ja, okay, merci. Wir sind noch schon mal das öfter ein Tableau gefragt gehen und das ist eben mir versichtlich, das ist klar. Da braucht ein Mann, sich da durchzuklicken. Okay, Nachfrohen zum Jugendhaus. Kein Frohen, da könnte man über den Punkt aufstimmen. Sauber Jules. Auf der Progression von Julia. Train Serge. Ja. Traisen Paul. Ja. Malch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Polgerini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Anne Joch. Merci. Dann die nächsten zwei Punkte, da schon nur geschwärzt gehen, die Konventionen eben zwischen dem Staat als dem Träger an euch selber, für die Enfants scolarisés und Enfants non scolarisés, gibt man zusammen diskutieren und dann nur einzeln aufstimmen. Ja. War ja so ein, ja. Ah, das ist okay. Okay, merci. Hier kommt man da bei der Konvention Tripartite für als Mesorolé. Du hast dann so das Gebäude von der Mesorolé selber vom Staat subventioniert ging aus, sodass der Staat durch nicht mehr 75% von den Funktionamentskästen überhüllt. Die Gemeinde muss also ein Viertel von den Kästen selber drohen. Und hier sehen wir, dass der Gesamtmonat sich auf 3.406.953 Euro belebt, wovon 2.595.714 Euro vom Staat überholt gehen an 865.239 von der Gemeinde. Dat de Montalo liicht gefall ass am Verglach mam Lächt Joer ass hauptsächlich studisch bedingt, dat verschiedene Adaptationen vun de Stunde gemacht gesinn, wo kann er dann eben an der Mesorolé ageschriwe gesinn, dat eben op Basis vun der reellen Zullen vun den Inskriptionen vum Joer fir droen. Aktuell huet Mesorolé ein Agreement fir 371 Schulkanner, ugemeldt sind der 367, die awer net all gleichzeitig sto sind. Du hast dann so, dass an der Mittelstunde vom Main des Mittwochs auf Freides 324 Kanner kommen, 215 von den Zyklen 2 bis 4, 71 aus der Spielschule und 38 aus dem Prekos.
und dat fir Mëttegessen dann. 16 Auer kommen dann 138 kann er nach do vun der Äder 7 schon de Siklen 2 bis 4, 35 aus der Spielchoul a 25 aus dem Prikos. Dënchtes an Donnechtes sind dann 214 Kanner, du vun der 152 vun de Siklen 2 bis 4, 56 aus der Spielchoul an 31 aus dem Prikos fir Mëttegessen. Duno nach 2 Auer sind DD dann nach immer 190 Kanner du vun der 117 aus Siklen 2 bis 4, 42 fir Spielchoul an 31 am Prikos. Voilà, dat fir fir de Punkt sind du nach frohen. Da stemmen Rawerhof den Sabergil, Mat der Prokration vom Julien. Tein Serge, Ja. Tausend Pol, Ja. Mike Nico, Ja. Hartmann Jean-Marie, Ja. Aisha Serge, Ja. Fajarini Nora, Ja. Kaufmann Jump, Ja. Kaiser Andy, Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Arne Joch, merci. Dann der nächste Punkt, Andy, merci. Merci. Geht um die andere Konvention, wo man all Joer so präsentieren, und zwar die von den Enfants non scolarisés, also von einer Crèche. Aber der Crèche ist dann so, dat Gemeingebäude muss gebaut wird, ohne Subventionen vom Staat. Das heißt, so wie dann am Artikel 4 auch von der Konvention da steht, bezielt Gemeinhai sich nicht, mit der Staat überhält 100% von den Funktionamenskosten. Für das Jahr belaufen sich die Kosten dann auf 1.646.382. Durch der Fläche noch Informationen dazu. Als Crèche hat eine Kapazität von 50 Kanner maximal. Und du hast doch so, dass man normalerweise eine Wartelösch tun von zwischen 20 und 30 Kanner. Aktuell ist die Wartelösch bei 18 Kanner, wovon er einfach der Gros am Hirsch einen Platz wird kriegen. Du hast aber auch noch oft so, dass ein Teil von den Kanner, die auf der Wartelösch sind, die sind auch nicht geboren. So dass mit den Eltern dann noch mal auf den Weg gehen, dass sie sich sollen an 2 bis 3 Crèchen ausschreiben, für dann noch sicher einen Platz zu kriegen. Aber wie gesagt, die Kosten belaufen sich auf 1.646.382 und gehen integral vom Staat überholt. Voilà. Du noch froh werden. Frohen, da könnte man auch darüber gleich aufstimmen. Sabergil, Mat der Prokration vom Julien. Tein Serge, Ja. Tausend Pol, Ja. Mike Nico, Ja. Hartmann Jean-Marie, Ja. Aisha Serge, Ja. Fajarini Nora, Ja. Kaufmann Jump, Ja. Kaiser Andy, Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Arne Joch, merci vielmals. Da kommen wir bis bei mir lange Punkt, wo die all die Akte geht. Punkt 7.1, da geht es um den Akt, wo wir heute Kompromiss aufgestimmt hatten, um Langefeld, also das Stück neben der Schule, wo wir gekauft haben, und wo dann das mäßig raus kristallisiert, dass das wahrscheinlich auch da geht, wo wir den Chantier installieren, wenn das Schule vergrößern. Op dem Lagerfeld heestat Kadasternummer 1929 sind 19 die man kauft hun fir de Preis vun Verschen Lo. Markt 585.000 €. Sind nun enke frohen Lo. Ja Serge. Ja, am Kader vom Bebauungsplan war ja den Plateau, der war ja als ökologisch wertvoller gestuft gehen oder bewährt gehen. Könnt ihr da so, du hast auch gesagt, gibt eine Mise en Chantier, die gibt du hingemerkt, respektiv den Chantiersmaterial alles. Aber am Kader von der Extension vom Campus, da hast du möglich, für du dann zu bauen. Respektiv wat muss dann an dem Fall vun Kompensationen gemerk gin. Ich meine, dass so eng Zone développé, da müssen die entsprechend Etüde gemerkt gehen. An der Basis von denen gëtt dann décidéiert, wat Kompensationsmesure sind. Dat ja bei dem W, den man wëlle bauen an so Aktivité war net hacken. Ich meine, dat kann den Haut net so, wat muss kompensiert gehen. Das immer egal wéi méigch do ze bauen, wie das so développé ist. Dat hat mir zu versieren an der Rue des Jardins auch. Wo man haut die Feier Häuser bauen, do man müssen die Hecke kompensieren, das eben niwer denkt. Som gange 40.000 €, die man dem Ministerium müsste bezahlen, egal wer aus die Zone bebaubar. Das nach froh. Du kein froh und da gibt mir den Akt aufstimmen, sauber Jules. Mat der Prokration vom Julien.
Trein Serge, Ja. Preisen Pol, Ja. Welch Nico, Ja. Altmann Jean-Marie, Ja. Aisha Serge, Ja. Vagerini Nora, Ja. Kaufmann Jump, Ja. Kaiser Andy, Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Anne Joch, merci. Dann haben wir ein anderes Kompromiss am Dossier leihen auf dem Rotor zu übersieren. Ich meine, das schon ugeklungen. Du hast Gemenge proprietär von den 3 ewigsten Parzellen. Der 86, 25, 33, 25, 34 an den 29, 50. Und wir waren nun die Leute hochgetreten, für eigentlich zu frohen, ob man könnten ein Morselement machen, weil da war mehr der Topografie, Topologie mehr entspricht, wenn ihn vielleicht ein PHP ging machen, wo die Parzellen nicht an die andere Richtung orientiert waren. Es war am Anfang nicht die erste Intention für dort zu kaufen. Wir haben dann Kontakt aufgeholt mit den Proprietären von der Parzelle 486, 25, 32, was Consort Héritier sind. Und wir haben Kontakt aufgeholt mit der Proprietär von der Parzelle 487, 29, 51, die mit dick länger zu stehen, was dann eine Fondation ist. Und der hat gesagt, sie wären am Anfang nicht interessiert an einem Immobilienprojekt, das wäre nicht ein Objekt. Sie gingen einen Schläfer verkaufen, da haben wir den Terrain evaluieren gelassen und ich meine, das ist immer nicht so einfach, den Preis von einem Terrain zu definieren. Du eine Evaluation Hölle dabei, den der verkauft, den gesagt meistens mir ein Hirschfaller, den der kauft, der Leute drin. Ich meine, wir sind halt bei einem fairen Preis, den ich noch kann vergleichen, was bezahlt gehen, also an den üppischen Gemengen für Terrain, den ähnlich klassiert das oder so klassiert das. An nur lange Verhandlungen konnte man also gehen. Mit den anderen Parteien für die Terrain dort zu kaufen, wo wir noch am Gange sind zu gucken, dass auch am Sidas, dass die Parzelle ist, 40 oder 486, 25, 31, die der Sidas gekauft hat, aber über Konten von den 4 Gemengen, also Ursprungs-Sias-Gemengen, die dann noch den Terrain gehört, wo Kläranlage drauf steht, da wo ja bei Amphithéotik gemacht ist. Also sind wir noch zu gucken, das wäre ideal, wenn in den Terrain auch noch könnt, irgendwie mit dem PHP konsiderieren, und da können wir nämlich urwen als ein technischen Atelier, können wir den proper da hinsetzen, also nicht mit an urwen, mehr an die andere Richtung. Und das ist genau das Projekt, was denen man mehr detailliert dann den 5. März dann schwätzen. Weil der Highlight ein Kompromiss am Dossier, wie gesagt, wir haben als Kontenänischen auf den Preis von 19.000 €, nehmen wir Mengen den übrig für Fairware, für das können zu kaufen. Gehen wir zu frohen. Kein frohen. Da können wir auch darüber aufstimmen. Sauber Jules. Der Progression vom Jules, ja. Trein Serge. Ja. Preisen Pol. Ja. Welch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Vagerini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Anne Joch. Merci. Dann haben wir wenig mehr der Not und Prisen heißt nach den Terra, da hat man kurz auch schon drüber jetzt in der Kaul, da das dann so ein Terra, den man kauft, und Leute waren nun so getreten, dass den Terra wollte verkaufen an der Leute do nur beim Bösch, das kein Bösch. Du musst noch immer den Unterschied machen, ob es Bösch ist oder eben kein so, und dann hast du der Vierstrichter, den seiner wiegt an den Terra der Kauf für Naturschutzzwecke, so wie man das für erklärt hat, dann am Kader von der Konvention. Das steht dann am Markt auch so dran. Und da sind wir sehen, über den Preis von 500 €, wo man dann Möglichkeit tun, die Subvention vom Staat zu kriegen. Die hat den Avis vom SIAS auch gesehen, den dort dran liegt. Und da sind noch Ziele definiert, wie man da gerade diskutiert und aus naturschutzfachlicher Sicht, wo dann auch erklärt, dass wir mit dem Terra soll umgehen gehen. Sind da noch froh. Ja, sehr spannend. Ja, ich kann noch nicht mehr begrüßen, dass die Gemeinde den Terrain kauft, weil das wirklich so ein Platz, wo schon naturschutztechnisch schon
wertvoll ist. Ich meine, ne? Gesagt am Anfang auch schon. Ja, nach frohem. Kein frohen, da kennt man über den Punkt aufstimmen, sauber Jules. Hat der Progression von Julia? Tein Serge, Ja. Taisen Paul, Ja. Max Nico, Ja. Altmann Jean-Marie, Ja. Aisha Serge, Ja. Pogerini Nora, Ja, Kaufmann Jam, Ja. Kaiser Andy, Ja. Nagel Anne-Marie, Ja. und ich auch. Merci. Voilà, da kommen wir ein bisschen die Prisegeschichten. Da hat man an der Münsterstraße gesagt, den schönen Umklang, wo die Stecker leihen. Also ein Kataster Nummer 203 das sind 0,03 R, also es geht um ganz kleine Flaschen hier, 3 Quadratmeter. Und 203 31 Quadratmeter, wo dann am Anfang Situation durch regularisiert wird. Und wo die Leute dann etwas Kleines dafür bezahlt kriegen. Ich meine, das sind also Preise, die wir immer so bezahlen. Und das ging dann 21 € pro Wand. Sind dazu noch Frohen? Kein Frohen, da gibt mir den Punkt aufstimmen, wenn ich gibt. Sauber Jules. Hat der Progression von Julia? Tein Serge, Ja. Taisen Paul, Ja. Max Nico, Ja. Altmann Jean-Marie, Ja. Aisha Serge, Ja. Pogerini Nora, ja, Kaufmann Jam, Ja. Kaiser Andy, Ja. Nagel Anne-Marie, Ja. und ich auch. Merci. Dann kommen wir an Kernischer Straße. Ich meine, das sind noch an Prisen, das schon aus der Zeit nachdem uns wie die Straße neu gemacht haben, aber so lange Sonne nicht, dann aber, wo wir dann noch die Akte können machen. Hier sind 4 Katasternummern konzerniert, da sind wir lernt die Straße. Gesagt, schön, wo sie farbig gemacht sind. Das sind also Kadasternummer 727, 740, 3,55 R, 736, 47, 61, 0,19 R, 876, 47, 77, 0,07 R, an 891, 47, 89, 1,25 R. Und du geht der Terrain cediert von den Leuten, du mal die Situation regularisiert. Für 1771 €. Wären da noch Frohen? Kein Frohen. Können wir über den Punkt aufstimmen, wenn ich gleich Zauber Jules. Hat der Progression von Julia? Tein Serge, Ja. Taisen Paul, Ja. Max Nico, Altmann Jean-Marie, Ja. Aisha Serge, Ja. Pogerini Nora, ja, Kaufmann Jam, Ja. Kaiser Andy, Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Und ich auch. Merci. Dann haben wir den nächsten. Du hast mit derselben Familie, du hast die Situation ganz leicht ähnlich. Du wolltest mir am Anfang einen Pachtvertrag machen, dass du, wo die Bank steht, den Eck. Und sie hast du aber auch proposiert, ob man nicht die Platz will kaufen. Ich meine, du sind wir noch nicht mehr an einer Priselogik. Dafür hast du ganz leicht mehr bezahlt, geht das aber auch nach kein Summe. Du hast dann die Parzelle also 11,30 über 38,74 für den Preis von 750 € und Gemeng verkauft gehen. Da gehört die Platz aus, die Bank steht ganz flott an. Wir können noch da, wenn wir in Zukunft und eine Lesung schaffen, da sind da vielleicht mehr Sicherheit schafft für von dem Weg bis oben auf der Kopf an den anderen Feldweg zu kommen. Da sind wir auch vielleicht froh, dass wir da das steckt da hin und da vielleicht eine Lesung können fahren, weil da war da han der Korb op der Kernsche Stoß d'Auto und relativ sehr kommen, dat net immer ganz evident dass wann den als Fußgänger oder man will do wes fir vun der enger op die einer Seite kommen. Gi to zu froen. Och net könnt noch doofstimme, wann ich lief Zauber Jules. Hat der Progression von Julia? Tein Serge, Ja. Taisen Paul, Ja. Welch Nico, Ja. Altmann Jean-Marie, Ja. Aisha Serge, Ja. Pogerini Nora, ja, Kaufmann Jump, Ja. Kaiser Andy, Ja. Nagel Anne-Marie, Ja. Anne Joch. Merci. Dann kommen wir auf den nächsten Punkt, der Paul weiß schon Bescheid.
an geht vum Dëch fort. Merci Paul. Ga doch net reich nee. Weil das dann auf Roland selvig Geschicht do schwätze man dann iwwer Parzellen 741 sind enger sech vun 0,26 R 741 sind 71 vun 0,33 R 742 773 0,70 R 743 745 iwwer 2 R a 75 an déi hummer ofkaft an de Pol ass eben do konzernéiert fir e Preis vun 1382,50 € an do man wär die Situationun da noch regulariséiert ginne tot ze froe. Nee, da könnt noch doiwwer ofstimmen. Ja, dann stimmt es aber auch net doof. Da ein Zersch van Skrift. Ja. Welch Nico? Ja. Altmann Jean-Marie? Ja. Eicher Serge? Ja. Fogerini Nora? Ja. Kaufmann Jump? Ja. Kaiser Andy? Ja. Nagel Anne-Marie? Ja. Anne Joch. Vielmals merci. Kann der Paul auch rumkommen. Merci, Paul. Voilà, und dann schwätzen wir über den Kontrakt de mise à disposition für eng Wohnung beim Fußbur und dann der wir Luft holen. Da möchte ich Serge von Skrift. Voilà, eigentlich mise à disposition von enger Wohnung, die wir schon paar Mal durch hatten. Also das ist ein Haus, das wir schon seit 1. März 2017 bei einer Privatperson Familie unlohnen für ein Loyer von 1600 € von Anfang an. Und wo man demals am Kader vom Krieg aus Syrien eine Initiative geholt für Flüchtlingsfamilien abzuholen, an das Haus seitdem weiter verloren in die Familie. Und du, als du gesagt hast, für den Kontrakt, dass du nicht mehr weiter verlängert gehen, da sind wir am neuen Kontrakt gemacht gehen, an die letzte Kontrakt, die da auf Wege war, weil das dann von einmal für 6 Monate verlängert gehen ist. Und du haben wir mit den Lokatären einen neuen Kontrakt aufgeschlossen, den ab dem 1. Juli 2025 gewer Kraft treten an der just auch Gölle bis den 3. Juni 2026, wo man dann gefen en Loyer oder eng Indemnité d'Occupation froh vun 1200 €. Wat dann noch bis Minute run aus per rapport zu dem Monto, dem mir run und die Privatfamilie bezuelen hikennt. Und dann geft man do op den 1. Juni 2026 soll gesinn, dat der Kontrakt office resiliert ass. Da muss man dann dem Moment gucken, ob man da gewen neue Kontrakt machen oder net wann soweit das. Met wei auch immer ha Dich gesot gin der den Miskucke fir die Fundingenker ze relogieren und ich mein, die Leiit noch die marschen die ne die man offi sozial ze summe fir eng einer Wuing ze kreen, das nur net so einfach an haier sein verlo eng neue Kontrakt, den du aufgestimmt geht, also dem mir erschriven hun den proprietären mat den Lokatären fir dat ze richelen. Merci Serge, ki net froh, was gift ja Serge? Ja, hier wird vielleicht das flott gewesen von den Kontrakt durch der Gemeng an den Proprietär vom Haus auch vielleicht am Dossier gelegen hat. Können ich den noch nur schicken, ja. Nachfrohen. Da könnt man über den Punkt aufstimmen, wann ich gleich sauber Jules. Mit der Progression von Julia? Teil Serge. Ja. Teil Paul. Ja. Teil Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Eicher Serge. Ja. Fogerini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Anne Joch. Merci. Da kommen wir bei dem nächsten Punkt. Da geht es bei für das Steck, die Wiss, die die Gemeinde hat, 31,67 R Schönberg. Da sind die Leute, die auch an dem Haus wohnen, bei dem Weg, den da abgeht, an die Wiss. Also die stoßen direkt und die Wiss an. Und da war doch so, dass man viel drüber eigentlich immer den hatten, den da schon, wenn die Wiss gesagt hat, für die zu mähen. Und er gesagt hat, wäre noch nicht mehr sein Objektiv oder wir müssten einen Rot rundherum setzen. Und du warst mal am Kontakt mit den Leuten und du hast einen Rückspruch geholt, ob da doch für hin an der Reihe wäre, wenn du vielleicht andere Leute sich interessieren, für das da beizumachen. Und die hat gesehen, wir haben noch einen Kontraktbeitrag geschrieben, sie geben dann noch den Droht auf ihr Cash zu setzen, dafür aus den Dürre von dem Bei auch mehr lang, Dürre wäre dann 10 Jahre, wie das den Invest, den du getätigt wird, wird das dann den dann noch vertretbar ist, von hinten der Fernmarschmengen stehen das nicht ganz teuer. Und sie haben sich dann noch engagiert, sie machen dann noch
den Biodiversitätskontrakt. Also von der Seite hier sind wir auch ganz richtig. Da soll auch ein WLANste Bösch kommen. Da sind wir am Gang am Vierster da zu gucken. Noch da ist für sie kein Problem. Aber ich muss so und am Nachhinein mit der Vierster gemeint, wäre vielleicht einfach besser gewischt hat. Nicht so zu verpachten. Ich komme gerne noch bei der Bösch zu gucken, wir das mal auch nach Londel frei behalten, dass sie noch bis bei der Bösch können, also durch die W, Europa. Das gucken schnell immer Team. Wir haben den dabei gemacht mit den Leuten, die erfüllen also die Konditionen, die gesagt haben, sie sind noch am Gang, eine Baugenehmigung zu fahren, vorher für einen Innerstand auf ihrem Terrain dann zu bauen, wo, also es geht drin, das hat uns vielleicht noch nicht gesagt, dass du per Zoll laufen an der Wiss, an den Innerstand wird dann auf ihrer Wiss, also es ist kein Box, das ist so eine ganz freundliche Haltung, ne, das ist ein Innerstand, ne, wie ihr seht, das Oppert geht ran und raus. Voilà, ich meine, die sind ganz interessiert und dass das alles suivant les règles de l'art und ich Lust so auflebt und voilà, du mal der Gift dann noch an der Reihe gehalten gegen BEM und ich schon einen Rückspruch geholt am Sias da gibt Gatter unter dem BEM gesagt, dass die geschützt sind, da muss ein bisschen mehr gehen, das ist absolut kein Thema, am BEM muss noch mehr geschnitten gehen, mir auch da das kein Thema, und das war auch sowieso viel gesehen, also das soll mehr stämmig Websbeam gehen, sodass das eigentlich alles passt und voilà, das wir gingen proposieren im Gemeinderat den Kontrakt dabei zuzustimmen. Mir würde ich gewiss mal froh, ob du nach froh sind. Ja, sagst du, Schrift. Ja gut, den Terrain, war den an sich nicht auch geplant für pädagogische Zwecke von der Schule? Stellen Sie pur Fragen an sich. Für was sind auf der Platz, an der Wiss, Beim geplant gehen? Die waren mal ein Keier opkommen für eventuell ein Insektenhotel oder ein Insektenhotel dahin zu machen. Woher muss ich sich wirklich vorstellen, was sind heute die Argumente vom Chefrat für einen Terrain, den direkt beim Schulcampus, den direkt unter Schulcampus steht, für den und eine Privatperson zu pachten, auch für das Publikum unzugänglich zu machen. Da könnt ihr auch zum Beispiel einen Gemeinschaftsbonus machen. Ihr habt einen Kontrakt dabei fern mit der Madame. Du hast für du gesagt, du gibst Pferd oder mehr Pferd an der auf den Terrain kommen, mit trotzdem. Das ist ja so, dass die Gemeinde auf dem Terrain auch Kompensationsmaßnahmen für die PHP Schöneberg gemacht hat. Und dafür auch bezahlt gehen. Sind all die Engagementen, die wir hier geholt haben, sind die dann überhaupt noch respektiert, wenn wir nun den Terrain und eine Privatperson so verlohnen. Die Oplehren müssten dann noch unbedingt am Kontrakt stehen. An der Realität sieht es für uns so aus, dass man einer Privatperson eine Fläche von 100 ihrem Terrain oder 100 ihrem Haus für 50 € muss ich schon mal auf der Zunge zergehen lassen, für 50 € die Jahr zur Verfügung stellen, die sie da kann clôturieren und nutzen. Für was sind dann die Bürger hier aus der Gemeinde am Fungol dann noch gezwungen für ihr Part einfach den arrangiert wird oder aménagiert wird, für dann einfach ein Part zwischen Part zu trippeln, für auf den Campus zu kommen. Respektive für die Leute, die da wollen an den Eck kommen. Und dann stellt sich noch eine Frage, was da wie betrifft. Als Schule, respektive die Maison Relais, oder die Schulkommission, an die Umweltkommission, an die Arbeitsgruppe vom Ausbau vom Campus, sind die dann überhaupt hier um ihren Avis gefragt gehen. Am gemeinen Dossier waren auf jeden Fall kein Avis zu dem Dingen. Und mir wird noch ganz klar, die heute sagt, nicht zustimmen. Bon, ich meine, das hängt immer vom Point de vue auf. Ne? Heute sind so viele Sachen, Menge Meinung nur trotzdem aber ein bisschen umgedreht, wie die Realität ist. Ich meine, die wisst, die ist immer so geriert, wie sie Haut geriert wird. Du warst schon eben, wie ich vorhin erklärt und schon die froh, wann weiter so soll Schof dran sind, dann hat man ein bisschen einen Rot rundherum setzen.
Heiger droht rundherum gesagt von den Leuten, weil sie böse war, und ich meine, ja, die andere Option, dann hat man sie gemeldet oder am Jahr an auf das Recht, wie sie dann so leid bleiben. Ich meine, wir haben ja auch viel Pachtverträge mit anderen, mit Bauern und mit Teilen. Das sind immer die Preise, die wir da frohen. Aus der Dolo, die Remark stellen wir da alles auf froh. Fängt man da an, einer Pachtpreise festzulegen. Ich meine, das heißt an der Kontinuität, das war auch kein Böse, weil wir auch den Schulgärten, du hast ganz viele Aktivitäten mit dem Packen, wo mir so ganz viel dahin geht. Ich weiß nicht, ob man nach muss, länger wissen. Also ich meine, das, also eigentlich an der Kontinuität ist, dass kein Stoff mit dran kommen, mehr Pertra könnt. Wie gesagt, von der Biodiversität ist das aufgeklärt. Du gesagt, Naturschutzsyndikat auf jeden Fall kein Problem. Ich meine, war denn nach Kaverna, das von du hast Reivers, das in da seht, hol dein Pferd dich raus, und dann kann man wie man, dann gehen Leute Dubsplecken, wenn das dann so gut funktioniert, für Berner Platzen, brauchen wir uns doch keine Gedanken zu machen, das gibt keinen großen Zulauf, aber die Möglichkeit besteht dann mal, für das auf jeden Fall zu machen. Voilà, die Schule geht nicht dahin, ich weiß, dass die Ideen an der Zeit mal waren, geht aber so nicht gebraucht. Wir haben aber auch an die Offer auch schon gemerkt, an dem neuen Weg, den lo auf den Schulcampus geht, da sind auch Perschen, da ist auch kein Problem, wann die Schule die Böse hat, für eine zusätzliche Stunde zu gehen. Da sind da könnte man proprietär schwätzen, hat er doch schon angeboten, für eventuell dann da zu gehen. Also mir als so ein Demand an dem Sinne nicht bekannt. Ich weiß, dass mit dem, was wir heute im Schulcampus anbieten, da die Bedürfnisse komplett aufgedeckt sind. Wir sind ja Pilot, auch das muss ich wissen, am Fudo, einfach schon da draußen. Projekt, da war der Minister ja auch heute, den sich da alle so geguckt hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist auch kein Böse bekannt, von der wisst du auch von so Gedanken an der Zeit funktioniert und das auch in den letzten Jahren noch nie so geriert. Da ist in der Kontinuität aus der Problematik raus, dass man gesagt kriegen, also für deren dran zu setzen, ohne droht, geht nicht. Die Dodemont gewircht. Ich fand dat flott, ich mein, so nimmer dürf Charakter wie froh, dass man dat nach hun an lo will man dann do sondern Roberto laufen, was hat mal problematisch. Also gesinde Problem net so an der anderen, dass das noch net wollen, dass Leute egal wo durch de Busch laufen, zumindest wollte firchte dat net fir die Idee fir do WLANcht man dat war eigentlich echtter fir d Leiit lchte Bëch ze gedéieren, an der sinn do en Trëppelweg krit, dat war net Manner geduet fir Anwies oder fir d'Schoul, méi dat war wegg gedurcht fir de kën an den an Wanderwehr Karte kënnt de mat dran, déger doch gezeechen, da sinn do eben en definiierte Wee huet, wo d Leiit kënnt la strëppeln an net wëll duch de Bëch lafen, du hast de Problem, dats de Bëch auch noch zum Deel privat ass schmengen do könnt dat dann noch nach immer dabei ob proprietär dat wöl oder net haftlich technisch scheint dat geleist sind de Problem, obwohl da war da wann engem am Bëch geschitt, an da muss auch Schutzschnitter gemäht gin, so weil Leute gin muss de Fischer dafür suchen, dass no beste Mëttel da gewissen dafür sucht, dass keine Maps du geschieht, wann du lernst strüppelt. Voilà, da so ein bisschen der Kontext aller dem dat Dolo so entstanden ist. Ich akzeptiere aber einer Meinung, dass das gar nicht das Problem. Ich meine nicht, dass man etwas übersehen oder etwas gemerkt hat, weil du nicht am Ende ist von ihren Dingen. Ich meine, du hast ja Druck gesagt, dass FIS und dass der Wiesen oder das Gemeingewiesen und Bauern verpacht und so weiter. Ich meine, das ist ein anderer Sinn, wie wenn der Proprietär, privater Mensch, an sich einen Terra lohnt für Pferd abzusetzen. Gut, aber am Kader vom Chantier, vom Ausbau vom Campus, wird da zum Beispiel ein Flottplatz, wo die Insel kann nicht mehr so relativ an Schule Kinder an Sicherheit hier pädagogisch Aufgaben machen, ganz klar. Aber du hast für drauf in dem Weg geschwärzt. Ja, das ist effektiv der Proprietär, und der Proprietär hat das schon seit langer Zeit schon angedeutet, dass der Proprietär von der City vom Schönberg, den hat das schon für Jahre an sich angedeutet, für dort den Weg an der Reihe zu halten, und da waren effektiv auch dann damals schon Gespräche mit dem Fürster, den auch an dem Sinn nicht ganz begeistert war, für das zu machen. Aber ich meine, ich habe für Druck gesagt von all den Navieren, die Schulkommission, die Umweltkommission und die Arbeitsgruppe vom Campus, gut. Aber ich denke, es wäre vielleicht eine Idee, für heute den Punkt vielleicht zurückzusetzen, auf einmal die Avien zu fragen,
für die bei den einzelnen Leuten notzufahren, aber was sie dann dort so giffen sollen, und dass wir da vielleicht giffen an einer anderen Sitzung definitiv über den Punkt aufstimmen, weil ich meine, dass da sind eine Sache kreist zum Terra und eine Privatperson als ein Argument, der Chantier, den auf den Campus könnt, das ist ein sicher Platz, wo Schulkanner können hier, respektive Lehrpersonal, Mathe-Schulkanner, ihre pädagogischen Zwecke nachgehen. Dafür, ich meine, ich kann euch das Schuss und Herz leben, wenn ich geliebt, kann man stimmen halt nicht darüber auf. Und kann man gucken, dass, wenn man da wir rufen, den alle Guten, ich meine, von die effektiv auch dafür sind, dann ist es so, und nun wir vielleicht einen Monat verloren, mehr als das. Aber da sind wir zumindest mal der Philosophie rechtens gehen, weil ich meine, wir sitzen ja überall als Kommissionen an, die sollen auch wie aufgehen, und da sollen wir das doch weiter respektieren. Auch zum Beispiel bei einem Terra an einer größten Ordnung, wie der Toten, an ein Terra sieht, den wirklich pädagogisch ganz wichtig kann gehen. Ich meine, ja, wir haben als Philosophiekommission zu froh, aber wenn ich fängt man an nun, wenn ich haben dann ab, beim nächsten Partvertrag irgendwo an der Kernischer Straße, ihre Bauer froh man dann noch die Schule, ob sie natürlich den pädagogischen Zweck hätten. Ich meine, wenn halt pädagogische Projekte da gingen laufen, ja, aber das ist ja aber nicht der Fall. Für was sollen sie ob immer interessiert sind, weil wir da wollen nur Partvertrag machen, für die Probleme zu lösen, die wir mit dem Steglo haben, also eben die Demande war, für das anzuzäunen, und dass wir eben heilo eng Demande tun, und ich meine, das passt. Und das ist eine Privatperson, wie auch die anderen alle gut, die bei uns Stecker pachten, sind Privatpersonen. Ich meine, wo fängt man an, wo halten wir ab? Ich meine, hier ist für uns okay böse, für das zu machen. Und das hat wohl da wohnen. Also ich meine, da auch aber schon an der Vergangenheit vom Letzten oder noch an den Chef für drin, wo man Terra in hunderten Häuser von Leuten, wo wir alles gehört und den Leuten zur Verfügung gestellt haben, und ich meine, die Konditionen wären ähnlich zu den heute, und auch da man keine wie gefragt von irgendwelchen Kommissionen, und das war auch nie eine große Diskussion um dich. Und dann, ich meine, zu all die Konzentrationen vom Masterplan der Schule, Campus ist ein bisschen überrascht, also, weil ich kann keinen Masterplan oder keinen Showcampus, wo du Projekte für gesehen werden, und ich kann mich auch nicht erinnern, dass du kann je higi vun der Schule an der den denke war ein Baumplanungsaktion, wo du stattfand huet weil du ha net beanträcht durch kann ich die Remark genau du net nur verzeihen. Ja, okay, mit dat sie auch Terrain, wo Gemeng kein Kompensationsmaßnahmen huet missen holen am Kader von eben eng PHP die Terrain die Gemengdemos kraft huet. Du war kein Kompensationsmesure mal am Spiel. An eben noch ganz klar no Proximität zum Campus. Also zu die Kompensationsmesuren, ich meine, das ist ja ganz klar, wenn die Konvention liest, dass an enker Summen habe ich mal sie als ausgeschafft, sie ganz viele Konditionen dran, wen die Mesure de Protection von denen BM du muss holen, das alles klar an der Konvention geregelt, das alles man sie als aufgeschwert, steht auch explizit dran, und sie haben doch schon gesagt, sie geben das machen, wie man sie als zu Summen zu gucken, für die Klotüren an die Protektionen musste gemacht gehen. Also ich meine, das alles so gemacht, dass die Kompensationsmesuren, die dann durch stattfand hun auch erhalten bleiben und Bestand tun, und wir sind da gar kein Problem. Und ich meine, hier sind Kontrakte dabei, erfahren op 10 Jahre, wenn irgendwann der Besuch könnt, ich kann versichern, dass man für die nächsten 5 Jahre kein Besuch am Campus entsteht, für die Terrain zu viabilisieren an dem Kader. Dann kann ich nicht noch immer an der Zeit gucken, wie du eine Solution zu finden. Ich meine, das ist auch keine Sache von der Milch geht. Ja, also das nicht als Biotop klassiert, dann die Kompensationsmesuren, das funktioniert, das kompatibel mit der Utilisation. Anne-Marie, du wolltest selbst so. Ich ging ganz viel Pferd, und ich fand eine flotte Idee, für das Pferd drauf zu setzen. Ich hatte aber selber Pferd, und ich weiß, die Frissen an der Summe, die ganze Wies eidel. Wie soll das dann gehen, mit der Biodiversität zu garantieren? Weil das ist ein bisschen... Ja, ich meine, was du bei einem Pferd hast, das frisst du nicht die ganze Wieso beim Moment. Das ist so nicht, wie wenn du mit der Mähmaschine drüber fährst. Das ist... Also ich bin nicht Expert von der Biodiversität, wir haben einen Expert gefragt, und er hat gesagt, dass das geht nicht. Auf jeden Fall immer Schof dran gesagt, ich weiß auch urbaner Plätzen, das Schof dann... das sind aber der Magerwiesen, ich schwätze noch nicht von einer Magerwiesen. Da geht dann Schof, gehen 2D-Stra gesagt, die sind wäschgeholt, aber du hast nicht das Problem fressen, das Problem ist
dat wat anderem raus können, da ist zu viel Dünger. Das bei den Magerwiesen de Problem. Hai ass de Problem eigentlich net gin. Skript. Ja, den Serg huet gefrot, wie die Beem dunner kom sinn. Wann ich mich gut kann erinnern, war du enke ja gemenget für viele Joren fir all Kant e Bam gepflanzt. An ha war es fit, wo soviel Beem gepflanzt gesinn, du kann er selber die Beem gepflanzt an du den Sternen an wie nach Schof net waren huet Gemengen immer dat mis meier goen en der Halle goen an weil en gros Fleier an dem wie da war hat immer viel habicht. Dat hielt ich fand se gut sagt gedenk sicher sagt, dass dat an der Reiers mir können jo dann hier goen dat gilt Band run henken, dat ass jo dat wo Leiit können Uebstiche goen o beem die immer sinn vun de Gemengen oder vum Staat, wann der gilt Band run hengt, da können Leiit der Tische goen, muss wat de proprietäre Schmetze dem man. Ich mein das kein Problem jedenfalls so das ich fand das ein ganz gut Sache lotten. Merci. Die nachmachen. Da gehen wir zum Wortmannschrift. Sauber Jules. Hat der Progression vom Jules? Nee. Dein Serge? Nee. Tyson Paul? Nee. Welch Nico? Ja. Hartmann Jean-Marie? Ja. Aisha Serge? Ja. Rogerini Nora? Ja. Kaufmann Jump? Ja. Kaiser Andy? Ja. Nagel Anne-Marie? Also nicht Taibanen? Anne Joch. Anne-Marie, stimmst du mal doof? Ja. Merci. Und dann kommen wir zum engen Droit de Präemption. Ich meine, die Geschichte kennt ihr schon. Der Rüge Anruf. Voilà, du hast dann Parzell 1176 4517 verkauft gehen. Und die Gemeinde muss dann dezidieren, ob sie den Droit de Präemption ausüben, weil die Plätze nicht bebaut ist. Ja, anscheinend, also ganz sicher so gut, dass sie nämlich so viel Platz verkaufen, dann über den es schon an Runde ist. Wenn du kein Frohe sind, kann man direkt aufstimmen. Sauber Jules. Hat der Progression vom Jules? Ja. Tein Serge. Ja. Tyson Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Anne Joch. Merci. Da kommen wir bei Transport und Mobilität. Da haben wir ein Kontrakt de mise à disposition, 6 Placementer vom CRL Flex. Also die Möglichkeit für ein Auto eben zu leihen, mit dem dann zu fahren. Den muss er noch nicht auf das Platz aufsetzen, den kann er noch auf einen anderen Platz aufsetzen, an den Flexplatz ist. Und das heißt, mal eine Testphase. Ne? Also das heißt, mal für zu gucken, wie geht die Offer angeholt. Ich meine, wir hatten ja schon eine Offer, zumindest mit der Gare, die hat nicht so gut funktioniert, du hast sie weggeholt. Lo hat die Situation sich evaluiert. Ich meine, dass méi Bedarf do sind noch einer Erkenntnisse do dofir auch die Idee fir direkt an Lotissement zu go, weil sie so du hast aber en wirklichen Besoin, dass wann d'Auto an engem Lotissement stehen, die dann noch do gesigin a benutzt gehen. Bon, ich mengen am moment huet Gemeng du nach kein Engagement geholt. Bon, wir müssen lo iwwer de Verkehrsreglement eben die Plätze reservieren, dass so die Flexauto können stoen. Dat wäre dann enke 2-mal hei op der Kircheplatz, wobei wir do aber net die Plätze gingen designieren, die lo am moment op der Foto sind, weil da aber die Plätze sind, die am agréabelste sind, mechte Platz für anderen rauszuklammen. Wir gingen nicht auf der Seite die Plätze vier gesinn an dann zu Straßig an der Schloss Gewern sind do an der Keier do han die auch immer frei sinn, do kämen dann 2 Autos hinstoen an dann an der Zone d'Aktivité do lcht Stroos giffen de gezeschen kin. An dann muss no der Testphase evaluieren, wie die Resultate sind. An dem Moment gibt man dann noch vielleicht nach wie von einer Verkehrskommission frohen, wie sie das dann gesehen. Am Moment gibt man ohne Schmengen, ohne Datenmaterial, ohne dass sie weiß, wie die Offerhaut ugeholt, ohne dass sie gesagt, wie die Standorte funktionieren. Bei der Gare sie kein, weil sie am Anfang proposiert hatten, darum Campus zu machen. Das wollte mir nicht. Wir haben dann aber
eng Gagepropos gemacht und nun hu gesagt sie gifen da kein Auto do hinstellen. Mir dat kann in enger Vers nur dem Test van gesagt das gut funktioniert, kann ich da immer nach enke frohen, dass da bei der gar auch vielleicht der Flexauto stehen. Ja, scheinbar Gift. Ja, bei mir hat Experienz gemerkt, der gar an die Autos, die stummen immer da, nicht viel benutzt gehen. Ich meine, wenn den Lok guckt, da verspannen hier auf der Platz, ne, sogar zu Parkplätzen an der Industriezone, von den Parkplätzen nämlich da. D'accord, ich meine, muss strikt abhalten, für das zu limitieren, wenn es ja weiß, dass es nicht gebraucht, nicht benutzt wird. Dann muss das nicht aufgeschärft gehen. Und da könnt ihr auch noch gesagt dabei, da muss der Pacher zur Ausnahme machen. Wenn das Auto und stehen und die fuhren nicht, dann müssen die nicht in das Reglement fahren. Ne? Wenn die da die ganze Zeit durchstehen, dürfen wir wirklich den Chef engagieren, für das Not war Folien, wenn es nicht funktioniert, dann einfach so. Und funktioniert nicht, wir haben dummer drauf. Das ist ganz klar die Idee. Ja. Dürfen die Testphase, dürfen jetzt gucken, wann es natürlich angeholt wird. Ich meine, wir sollen ja auch Alternativen bieten. Da sind da vielleicht Leute, die sich schon, da brauche ich kein Auto mehr, wenn ich ein brauche, da kann ich da reservieren, da warten ich. Dafür muss man das probieren, da muss man gucken, ob es funktioniert, was dabei rauskommt, aus den Erfahrungswerten lernen und dann die bestmöglichste Solution dann anbieten. Für die Gemeinde, für die Leute, die jetzt profitieren, heute zusammen mit CRL Flex. Und effektiv, ich hatte schon gesagt, wir müssen Verkehrsreglement anpassen, für das die Autos da können stehen. Ja, Paul und Schlift. Also wir sind froh, dass ein Testphase und dafür können wir ausnahmsweise okay so, weil mehr als Klimagemengen, die ja alles konsequent für die Gemengeservice von mit Elektroauto equipieren, also setzen wir dann die 6 Autos von der CRL aus der CO-Verbrenner, die in Gemengen gesagt gehen. Dafür haben wir aber auch drauf, wenn der Kontrakt noch 6 Monate verlängert ging, da sind hinten wenigstens seht, dass da sollen aber mal 50% für den Auto mal elektrische Auto haben. Und da müssten natürlich auch die Plätze dann eben equipiert gehen mit Bornen. Genau, absolut. Und das ist eben das Problem. Wir werden nicht mit Elektroauto lebt, weil es die Installation nicht ist. Aber das soll schon dann auch so sein. Okay, ja. Ich bin froh. Punkto Bornen wollte ich noch froh, wie da noch mal an der Industriezone ausgeseit, an Parkaktivität dir sehr da. Da soll ich auch die Projekte ausgeschrieben hast für die Bornen. Da hast du eine gute Zeit schon die nächsten hören, da wurden wir froh, wo wir da sind. Wir hatten uns da müssen schlau machen, wie das juristisch geht, ne? Weil wir sehen aber an einem Marché public, ja, da muss auch ein Mensch Möglichkeit geben, für so ein Offer zu machen. Und bon, wir sind so weit, dass wir die Ausschreibung können machen. Und voilà, da gucken wir, wenn sich da melden, dann muss man schwamm machen und das soll aber kommen. Mhm. Wir haben ein bisschen Zeit gebraucht. Da waren die Leute schon nicht so einsam. Das war nicht so einfach, für da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, was den alle muss, was den nicht muss. Und hat ein bisschen Zeit gebraucht, für das festzumachen. Wir wissen, wie Dinge da sind. Und dafür gehen wir auf den Appell der Kandidatur, für das wir da privilegieren. Und, genau. Also wir begrüßen das mit dem Carsharing-Projekt von der CRL, auf jeden Fall. Und wir hoffen, dass das dann noch ein Succès wird sein. Merci. Serge von Schlift. Ich habe just eine Ummerkung für drin, dass gesagt wird, dass das Auto auf der Gare weggeholt gesehen. Das war nicht das Problem, dass sie nicht benutzt gesehen, das war einfach just das Problem, dass schon benutzt gesehen und aber auf einem anderen Platz dann aufgestellt gesehen. Und das war eben das Hauptproblem von der CRL, wie sie angefangen haben mit dem Flex, dass sie dann eben nur müssen mit 2 Autos oder mit 2 Leuten auf Platz kommen, für dann ein Auto, um das da hinzusetzen. Das war an sich das Problem, für das CRL Demos mit der Geschichte abgehalten wird. Ja, das ist ganz richtig. Ich meine, das war Demos noch nicht so ausgereift, durch sie, wo sich müssen evaluieren und anpassen. An der Zeit müssen eigentlich fast fortgefahren, aber so um einer zurückkommen. Und das ist ein Problem gewesen. Das ist ganz richtig, ja. Okay, wenn da keine Fragen mehr sind, dann könnten wir über den Punkt aufstimmen, wenn ich Gift sauber Jules. Mit der Progression von Jules, ja. Dein Serge. Ja. Dreisen Paul. Ja. Match Nico. Ja. Abmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Fogerini Nora. Ja. Kaufmann Jamp. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Anne Joch. Merci. Und da kommen die 2 Punkte, die nicht die Summe behandelt, wo der Neukart geht. Merci, Andy. Genau, merci. Also bei den nächsten 2 Punkten, 8.2 und 8.3, da geht es dann um Kontrakt mit Sales Lands für die Aufführung von der sogenannten Nightcard.
weil du sech eng zusätzlich offer ass fir Deplacement der Owes aufzusicheren, so dat den net unbedingt ma Auto muss op den Tour goen mir secher mat enger nachwärts dem sogenannten Night Rider und dat ganz eng Tarif präferenziell. Das ist Service Logebäude gin Freitags samstes Owes dann vun 5:30 bis moes 5 Uhr sowie auch während Silvester an dat so lang dat den Depart respektiv d'arrivé Territoire vun der Gemeng ass. Du hast lo so dat mise en place hier 5 bis 6 Wochen wird dauern für zum Beispiel de Callcenter a jour zu setzen oder auch die Informationen und Bierger rauszukriegen an zu präparieren an rauszukriegen so dat der Kontrakt dann lo ab dem 1. April des Jahr Urlaub vergeif. Mir gefen da gern die Nightkarte afeier, wobei aber dann auch zu so aus, dat den Night Rider oder so kann buchen mit zu engem anderen und zwar dem vollen Tarif an Hailo geef mir an der Ufangsphase den Demandeur eng provisorisch Karte ausstellen, bis dann die definitiv für alles Lenz ausgestaltet gef gin. Der Night Rider selber kann ihn dann iwwer ihren Callcenter bestellen, respektiv dann auch iwwer ihren Internetseite im nightrider.lu. Der Kontrakt selber fängt dann wie gesagt den 1. April an dauert Lomo bis 31.12. Geeft dann das Sitement verlängert gin für 12 Main van net innerhalb von 3 Main am Viaus gekönnecht gi von eng von den Parteien. Der Kontrakt kostet als 8 Cent pro Abwohner pro Monat auch TVA 17%. Und da könnt ihr noch dabei, dass ein Preis als pro Fahrt, den wir verraschen kriegen, dieser Preis belebt sich dann op 2,76 € pro Kilometer auch TVA. Gött op den direkten Trajet verraschend och von de Show vermisst NRW einer Leute Mattuelle respektiv auflieferen. Dann ist noch so, dat mir eng Remis von 10% pro Monat verraschen kreen op dem Total von der reservierten Trageen, me all Trajet den reserviert gouf, me wo de Klient selber net vorgeholt huet, kre mehr Rechnung gestalt. An du hast dann noch so, dass mir eng detailliert Rechnung kreen vom Prestatär all Mond, an die refakturieren mir oder geft mir da refakturieren nur eise Konditionen und die jeweilig Beneficiären jeweilig Klient. Mir ha auch na wie von der Verkehrskommission gefrot man eng positive Retour an just kurz für dann op ihre Markt anzugoen das Nightcard soll zusätzlich zum Nightlife-Bus angefordert gehen an net als Alternativ dazu. Der Nightlife-Bus muss ich wissen als ganz anderes Konzept, wo sich der Bus zu fixen Auerzeiten führt, wobei Heilo auf den Night Rider bestalt kann gehen für ob eng spezifisch Destination können gefordert zu gehen. Und dann eben weil mir der Kontrakt weil der Kontrakt für Nightcard als 8 Cent pro Abwohner pro Monat kostet, weil eben pro gefahrene Kilometer Monat von 2,76 € mir verraschen kriegen, gebe mir das Nightcard als Abwohner anbieten für 40 € pro Jahr für jeden bis 25 Jahre inklus und 80 € pro Jahr ab 26 Jahren. Dann ist es noch so, dass Gemenge Monat von 40 € für einen normalen Trajet vom Klient überhält, solange den Depart oder der Arrivé eben hier an der Gemenge leidet. Auf der anderen Seite, all Trajet, den reserviert gouf, an den net 2 Stunden am Viaus aufgesucht gouf vom Klient, gib mir und den Klient weiter verrechnen an Recidivist geft bei der dritte Keier aus dem System für den Rest vom Jahr exkluiert gin, als den Karte noch blockiert gin. Voilà. Von du noch froh dazu wären. Ja, sehr spannend. Ja, merci. Weil, merci für die Info und Andy. Du hast für Druck gesagt, dass die Verkehrskommission hat das ja an ihrem Avis 4 gehen. Und das Projekt mit der Nightlife-Karte lebt ja an isenopisch Gemengen. Haben wir doch schon ein bisschen eine Erfahrung, wie der Success bei Ihnen ist, oder hast du bislang noch nicht viel gewusst? Also detailliert Informationen haben wir also nicht gefragt von anderen Gemengen. Wir haben auch Informationen vom Internet von nightrider.lu, wie sie das Ganze dann applizieren in verschiedenen Gemengen. Haben wir uns auch inspiriert, ob das Alterskategorien sind oder ob das Montoren sind, aber spezifisch Zölle haben wir nicht nur gefragt. Okay, merci. Aber du hast ja gesagt, der Nightlife-Bus bleibt aber trotzdem bestehen, was du dann noch eine gute Sache hast. Aber wird vielleicht möglich für da auch ein Tableau zu kriegen,
von den Kächten iwwer Joer vom Nightlife-Bus an eventuell plus minus wieviel Personen dommer da transportiert gin iwwer Joer. Interessant fir dat mal geflecht so fir globale Resümé zu hunn. Ich mein sinn Logang des Joers, das Zeit vun de Bilder auf dem Joer fir run, dat gift dann noch dort passen. Nach eng anders ich menggen dat der Schifferen, die am Budget net firgesi waren, dat müsste dann nur nach ugepasst gin. Dat fährt jo bestimmt an näherem wie seier sinn. Von der Neukast war schon am Budget 4 gesehen, du sie auch Resetten, die entstehen, dann auch die Depensen, die mir geschätzt sind, die du nur fallen. Sie haben mein 4 gesehen, ob der durchgeht, das hängt natürlich vom Success von der Serie auf mich. Nach vorn du. Kein froh Millionen, dann stimmen wir lo ein Kiro, wie wird der Contrat de Prestation, und dann stimmen wir dann ein Kiro, wie wird den Prix de Vente. Sauber Jules. Wat der Progression vom Julia? Dein Serge. Ja. Tyson Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nageland Marie. Ja. Erne Joch, merci. Und dann Anke. Sauber Jules. Wat der Progression vom Julia? Dein Serge. Ja. Tyson Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nageland Marie. Ja. Und ich selber auch. Merci. Da wären wir beim nächsten Punkt. Herr Rasch, da geht es um die Kreation von einem Post de Salarié à tâche manuelle pour les besoins du Service Conciergerie. Du hast so, ich meine, die hat das gesehen am Dossier. Da haben wir eigentlich eine Person, die da schafft auf dem Posten. Und wir haben aber eigentlich für die Conciergerie eng einer Karriere gesehen. Das ist damals so gegangen, dass eben einen bestehenden Posten aus der Regie geholt ist, für den dann rüber zu transferieren, dass die Person darauf angestellt gehen. Und das war aber nicht die richtige Karriere. Wir können nicht einfach ein Changement de Karriere oder wie auch immer dezidieren, wir müssen einen Posten schaffen. Und ich meine, das ist nicht richtig kohärent, dass man dieselbe Laufbahn Posten schaffen wie auch all die anderen Conciergen. Also so, für an die Laufbahn zu kommen, muss verschiedene Konditionen erfüllt gehen. Die sind auch erfüllt von den Kandidaten oder von dem Kandidat, wo vielleicht à l'origine ist von dieser Kreation von den Posten. Aber natürlich muss der Posten nicht ausgeschrieben gehen, auch noch andere Kandidaten können sich melden. Wir gingen dann noch den Posten aufschaffen an der Arbeitskarriere Laufbahn A, den wo Auto besteht, weil man also einfach so, weil man Haut noch nicht gesehen, was de böse war, wenn wir eigentlich mussten für die Regie nachstellen, und dass man dann zu dem Moment gegen den Posten schaffen oder den böse waren, die man dann do werden definiert tun für das entsprechende Profil. Also das Propos haut für den Posten an der Laufbahn D wird Conciergerie zu schaffen, so wie man das eigentlich vielleicht hätte sollen direkt machen, an die Idee ist dann eben auch, wenn der Posten besetzt ist, den Posten, den sich dann halt liberiert, für den dann aufzuschaffen. Sind wir zu froh. Ja, Paul. Du bist sicher froh, du hast auch schon gesagt, die wird das Posten supprimieren. Wir werden nicht beihalen, nur mit dem ganzen Umbau vom Campus. Ob du nicht, dann nur immer mehr kreieren vielleicht, ne? Also muss ja klar definieren, wo ist der Böse. Wenn der Böse mal Conciergerie wäre, wären wir ja sowieso nicht mit dem Posten nur gut, wenn man da mal nicht denkt, der Zahl ist. Da muss man sowieso auch da einen Posten Laufbahn D, eine zusätzliche Stimme. Ne? Wenn wir uns zurückgehen an die Regie, das können die machen, ohne in einem Moment zu besetzen. Das war auch ein bisschen Meinung von unserem Viererbester. Dann haben wir die Posten da abstehen, dann ist es nicht besetzt. An dem Moment, wo man da so nur braucht, man vielleicht kann es ja Sinn, dass das auch keine Laufbahn A ist, mehr vielleicht Laufbahn C oder B. Dem nur welche Konditionen wie Profil, dass man sich so dass mir lo gesucht und am meisten geht das von dem Gemeingut gefroht oder dann Posten abgetan, aber lo da gestaltet und so weiter. Das ist im Moment die Idee nicht. Wir sind im Moment
aufgedeckt mit den Posten, die wir brauchen, an die wir haben. An Zukunft geguckt, könnte der man da einkehr, weil man nicht haut nicht wissen, wer ihn dann genau definiert das, und wir gesagt, wir können dann aufschaffen. An der Stelle reelle müssen wir dann noch dezidieren, was wir brauchen. Ja, sehr spannend Gift. Ja gut, ich meine, wir hatten es ja schon beim Posten, bei der Relation Publik hat man ja auch schon suggeriert, für die Stuhlen zu lassen als Funktionär. Und wir wollten das heute noch einmal eben proposieren, weil es ja immer ganz klar mehr einfach als du hast Posten op, den du kannst direkt besetzen, von der Besoin du hast. Und ich meine, wir wissen, alle Gute, wie teilst du ganz schnell kann gehen, weil Leute fortgehen oder weil Leute von etwas geschieht, wie auch immer, dann hört ihr einfach einen Posten, den besteht. Und da muss ich nicht nach einem Enke neu ausschreiben, an den Gemeinderat, an ob ein Avis vom Minister werden, so hört ihr etwas immer direkt für zu besetzen. Und ich meine, das ist ja auch kein Problem, wenn da steht. Das ist eben eine Post vakant. Mehr als nicht, also dafür. Also die Logik ist so, wenn wir ja wissen, mittlerweile wie die Administration heißt da schafft, also die Staatsadministration, pardon. Nicht als Gemeinde, das wissen wir ja ganz klar, dass das super geht. Merci auch für die gute Summe, habe ich noch weiter. Aber wir wissen ja auch, wie die Heinz da beim Staat dauern. Bon, ich meine, das war der Fahrplan, heute kriegen wir die Posten, wir überlegen uns das da reinkehren. Also, als steht das Orlo nicht, wenn wir Posten haben. Wir überlegen uns das dann, denke ich. Wir haben also die Kreation du Poste en salarié attache manuel an der Laufbahn T. Wir dissidenten das dann heute nicht, wir dissidenten das dann die nächste. Das ist ja kein Problem. Wir müssen eine Poste schaffen, wir müssen den mal besetzen und dann können wir dissidenten, ob wir noch schaffen. Dass wir einen Posten schaffen an der Conciergerie, an der Laufbahn D, für den zu besetzen. Nachfragen? Nein, da gibt man darüber aufstimmen. Sauber Jules. Mit der Prokration von Julia? Tein Serge. Ja. Teisen Paul. Ja. Weitsch Nico. Ja. Hat man Jean-Marie. Ja. Weitscher Serge. Ja. Fogerini Nora. Ja. Kaufmann Jan. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Anne Joch. Voilà, da kommen wir bei der nächste Punkt 10. Da geht es um das Remplacement von Leuten an den beruhenden Kommissionen. Da ist ein Kollege von der Schötterbierger. Da haben wir just ein kleines Problem. Und zwar da das Kommission von der Integration et der Legalité des Chances. Da ist es nämlich nicht so, dass die Kommission paritär zum Gemeinderat besagt gehen, das steht auch an der Deliberation vom 21. September 2023 dran, nee, vom 27. September. Und zwar haben wir da festgehalten, dass die Kommission eben echt mal weise zusammen gesagt hat, was Gesetz hat auch so viel gesagt, und dass les membres sont nommés par le conseil communal sur base d'une liste de candidats établie suite à un appel à candidature. Das heißt, da muss man eigentlich verticht einen Appel à candidature, aber das ist nicht, dass es dann nicht nur so geht, aber wir müssen, wenn es Form verticht einen Appel à candidature, aber wir geben den dann Lohn sehr, für das zu machen. Wir haben sowieso ja 2 Plätze zu besetzen. Das ist eigentlich dann Till, aber das ist aber auch Lilian Ries leider. Gut. Also die Posten ging wir da Waschschule für das hat, weil er selber präsentieren, oder? Soll ich? Das gut, ich gesehen habe, ich habe beim Jean-Marie den Brief geschrieben. Aber es geht an sich für dann, was du aus persönlichen Gründen nicht mehr kann an den Kommissionen da sind. Dafür geht es an sich für dann an der Jugendkommission zu ersetzen am Naturteam. An der Jugendkommission, da hat man an sich den Alex Meirat proposiert. Und am Naturteam, da gibt dann den Tom Sauber. Den schaust mal die überholen. Und bei den Finanzen sieht echt gehen dann ersetzt durch den Herrn Cédric Bouillot. Das war an sich als
Proposen eben für die Membre können so schnell wie möglich zu ersetzen, für eben das Kommissionen können zahlreich auch gut funktionieren. Das ist ein gut Initiativ, merci dafür. Ich meine, den Exerzice muss man vielleicht auch gut machen, weil man den guckt, wir müssen schreiben, dass die Präsenzen, die ausbezahlt gehen oder schon sind. Da sind Leute, die sind nicht ganz tags da, da muss ich vielleicht mal mit den Leuten schwätzen, wie du hast. Das ist nicht das Sujet von Noven, da wird dann die Remplacementer, wie gesagt, in der Jugendkommission, den Alex Meirat, am Naturteam, den Tom Sauber, an den Finanzen, den Cedric Bouillot. Ich mal darüber aufstimmen, wann ich klift. Sauber Jules. Mit der Progression von Julia? Heinz Serge. Ja. Traisen Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Reicher Serge. Ja. Pajarini Nora. Ja. Kaufmann Jamp. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Anne Joch. Merci. Voilà, da wären wir bei den Questions écriten und da haben wir eine Question écrite von der Schotter Birger gekriegt. Dann heißt das Wort Serge von Schrift. Ja, merci. Weil der Chefrat hat an der Sitzung vom 23. Oktober letztes Jahr dem Gemengen Rot Noperschafts-App Hopplach präsentiert. Bei der Pièce à l'appui am Gemengerotsdossier war auch ein Avis über den Hoppler ausgestellt von der Boden der Kommission vom interkulturellen Zusammenleben an den Erschrieben vom Bürgermeister an einen Gemengebeamten. Laut Gesetz vom 16. Dezember 2008, Artikel 23, ist das Bodenkommission auch obligatorisch. An wie das Tschötterbierger hier zweimalig mündlich nachfrage, bis lo unbeantwortet blieben ist, adressiere mir als schriftlich und der Chefrat mit der Fragen, können mir, wann ich den Rapport betreffend Reunion von der Kommission vom interkulturellen Zusammenleben kreieren, ob den von der den Avis vom 22. Oktober 2024 ausgestellt ging ist, und können mir auch, wann ich Präsenz löscht, betreffend Reunion von der Kommission vom interkulturellen Zusammenleben kreieren, ob der den Avis vom 22. Oktober ausgestellt ging ist. Merci. Ja, das ist kein Problem. Es gibt vielleicht ein Problem, ein technisches Problem, weil wir die Rapporten den 5., 12., 2024 um 15:11 Uhr abgeladen, also seit durch auf der Plattform. Ich habe es auch heute ausgedrückt, ich kann die Bayer-Version mitgehen, wir haben noch Präsenzliste gehangen, wo die Leute unterschrieben haben. Sie stehen aber auch am Rapport, steht dran, wie präsent ist. Aber wenn nicht, da ist also kein Schriftstück rausgegangen, wo die Kommission nicht gemeldet hat an ihren Akkord. Dazu gehen wir, wie gesagt, die Pässe goufen opgeladen den 5.12. um 15:11 Uhr op Plattform, an da gëtt doch Möglichkeit fir eng Push-Notification unzuklicken. Da gëtt den Gewur wann Apps opgelöst. Ich weiß net wie wat dat schiefklaffer du gesagt. Ja, die Notifikationen die Kredit an schon awer nach Gösterum Sigi dreif geguckt heier an do war neicht zu gesinn bei de Kommissionen. Sie stehen dann auf der Kommission, sie stehen effektiv. Ja, effektiv just Kommission vom Zusammenleben hat den Conseil kommunal durchstießen, der Conseil Kommunalkommission vom interkulturellen Zusammenleben. Zur Logik, ja. Das ist eine Kommission. Ja. Wir setzen es dann rüber, ich meine, finden sie besser. Bei den Kommissionen. Sowieso, wenn den am Fongol als Gemeinderotsmember heute ja Access sowieso auf ein Dossier von den Kommissionen. Und die Person, die sich um Kommissionen kümmert, die hat aber einen zweiten Link geschickt, wo an sich
für mehr einfach die Fischchen, die Viren dem nämlichen Hauptrepertoire zu finden, wo auch die Gemeinde Rot an sich die Informationen drauf sind. Das gibt nämlich da vieles vereinfachen. Ja, ich meine, das kann ich ja sowieso gucken. Das muss man ja lohnen mehr haben. Okay, sonst noch Frohen. Ja, schon haben. Kein Frohen. Publik kann noch kein Froh stellen. Das geht du. Dann. Paul, ja. Okay, das ist schön abgefroren. Ja. Ich habe schon wieder gesagt, mit dem Gesetz von der Police, auch was den Peschert betrifft, oder wie es das ist. Das Chantier vis-à-vis von der Schule, die hat eine Residenz gebaut. Da steht, weil schon ein Container halb im Trott war. Da ist ein bisschen Bedenken mit der Sicherheit, mit den Pieton, mit den Fußgängern. Die Sachen müssen ein bisschen mehr behalten, denke ich mal. Ne? Also als Leute sind doch an drin, da waren noch schon andere Probleme, sie sind die Chantier mehr. Die hatten aber eine Schuld gesagt, dass ein Trott war zu wird, da sind muss rübergehen auf die andere Straßenseite. Also wahrscheinlich kommen sie nicht ganz da lernst, während einer kurzer Zeit durch den Trott war mal zu holen. Mehr als Leute sind doch an drin, schon noch der Ton gemacht. Doch, mal gucken, wo die Schuld so steht. Ja. Das wandert doch an so. Da war ich noch froh, mit dem Bau von den Häusern zu versieren. Am Rehen hat er nicht so viel geschult, weil die ganzen Kranche-Stunden sie am Anfang schon, dass sie eine Holzkonstruktion und hat aber die ganze Zeit drauf geredet. Hat er nicht ausgemacht oder da irgendwie etwas Feedback kriegt oder etwas hören? Schon noch nicht hören. Ich denke, dass sie um die Lehre, die müssen noch wissen, was sie machen. Das ist aber so gewesen, dass das Echthaus, also die ersten zwei Häuser, die schon lange durchstungen, da waren alle die Partien so nicht mal auf jeden Fall gesehen. Ich wohne ja noch genug bei, ich sehe vieles. Die Partien, weißt du, wo Wasser hat keine Rolle, die waren alle gut protegiert mit Plastikspatschen. Das hat uns schon gemacht. Also schon nun, wenn es 2-3 Tage drauf brennt, dass das gar nicht ausmischt. Wenn es mir lang der Regen geht, dann dürfen wir wahrscheinlich die Schutzmesuren geholt. Dann ist es eine andere Sache. Aber für mich gucken die noch allem so wie. Also das ist eine Firma, die feststellen kann man nicht mehr machen, die tiptop schafft. Die immer was zu versprechen oder wo sie so da sind wir drin, das klappt immer 100%. Also mir ist sowieso nicht mehr abgefallen, weil das alles exemplarisch funktioniert. Da muss ich einfach so ne? Das so. Okay, und da wollte ich denken, dass leidige Themen, weil wir immer hören, dass die Geschichte mit den Hecken über den Trott war. Ne? Ich weiß nicht, wie weit er immer da Hand sieht oder mit den Leuten, weil das wäre schon wichtig, aber da mit zu intervenieren, weil das sind auch Plätze, wo es wirklich ein bisschen extrem ist. Also wir haben da viel interveniert, wir haben die Leute angeschrieben, ich kann da noch nicht so weh, wenn ein Brief geht, aber als Leute haben das gemacht. Und die nicht reagiert haben, da haben wir aber auf verschiedene Plätzen das geschnitten und in den Rechnung gekriegt. Wenn wir nach Plätze gehen, entweder als Loseia noch gewusst oder da muss ich einzeln schon gucken, wo wir da drin sind, dafür was da vielleicht noch nicht geschieht, dass wir im Prinzip waren wir da, aber ganz ferm haben drunter, wie gesagt, bis dahin, dass wir selber geschnitten und die Leute in den Rechnung kriegen. Okay. Und dann ist auch am selben Punkt, wo wir mit den Inseln ein bisschen kontrollieren, mit den Gräser, die drauf wissen, weil bei der Optik zum Beispiel oder der Schule zumindest, weil der Verkehr ein bisschen anträgt ist, auf die Kreuzungen. Die Punkt noch vielleicht ein bisschen mehr behalten. Dann ist noch ein Elektro, was den Eventblock betrifft. Ich weiß nicht, ob du da Fehler entschieden hast oder was mir vor was an sich das Sponsoring am Eventblock. Wie sind dort Konditionen für einen anders anzukriegen? Also bislang wollte man ja kein Sponsoring dran machen. Das habe ich auch so verstanden. Das habe ich voll gestartet. Vom letzten Eventblock. Leute mal ein bisschen, hast du einen Verein dran, man Annonce oder? Nee, das Kind das einfach eine Seite, wo Sponsoren sind, aber wo es einfach Publizität drin ist. Es ist wahrscheinlich schiefgegangen, dass es von einem Verein, von dem Viertel oder anderen mal drauf kommen, so da ich weiß nicht. Okay. Keine Ahnung. Okay, wir gucken das noch.
Merci. Anne-Marie. Ja, ich wollte noch was vorhin. Hein so hängt auch bei der Kirche an, anscheinend auch ganz sehr an Erschütter, so ein Geruch von, das könnte anscheinend vom Kuhstall. Und schon mal Leute geschmeckt, die an der Rue de la Forêt wohnen, die können am Sommermonat zu Hause sitzen wegen dem Geruch. Kann du etwas noch gemacht gehen oder als das nicht zu machen? Also ich meine, der Nötje müsste für seinen Betrieb dort zu betreiben, Komodo in Komodo machen. Wenn die Regeln alle gut angehalten sind, dann voilà, also schriftlich wird nach kein etwas gesagt, dass das eine Geruchsbelastung wird, die nicht so drohen. Ich meine, wir können denke, man schwätzen, was ihr dazu seht, dass das vielleicht noch Reglage, der muss gemerkt gehen, keine Ahnung, sind andere Probleme. Ich meine, bei der Kläranlage riecht doch nicht mehr, wenn Probleme sind. Normal riecht sie nicht. Aber wenn sie umgehen, dass Belastung zu hoch sind, dann riecht doch die Kläranlage. Was das noch heute sagt, kann ich nicht nachfragen. Ich kann mal probieren, wenn man einfach ein Gespräch mal gucken, was vielleicht nicht gedacht hat. Das ist noch etwas. Nee, da sage ich vielmals merci für die interessante Sitzung, die wir heute drum hatten. Wir sehen uns dann im Februar, wir sehen uns für die Arbeitssitzung, schon nächste Woche. Auch die Leute, die uns noch geguckt haben, eine große Merci. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend und bis die nächste Kehr. Merci.